Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Ja. Ja, ich habe im letzten Video gesagt, eigentlich wollte ich jetzt chronologisch die Sachen aufarbeiten, die ich in den letzten Tagen so sträflichst vernachlässigt habe. Aber der liebe Rainer hat mir einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht, indem er nämlich aus einem Hotel geschmissen wurde und einen 4 Stunden Meltdown-Stream in der Nacht gehabt hat. Ihr habt das sicher mitgekriegt. Wir haben es auch nochmal kurz beim letzten Video, glaube ich, angesprochen. Wenn es da um so Sachen geht wie irgendwelche Feuerwehreinsätze oder sonst irgendwas, ist nicht angesagt. Leute, es ist nicht angesagt. Ich finde, hier irgendwo die Feuerwehr und Krankenwagen für einen Arsch hinschicken, nur weil der Speckbeb da in dem Hotel ist unter aller Arsch. Es ist unter aller Arsch. So. Um das nochmal gesagt zu haben. Ich habe mir jetzt gedacht, und zwar fangen wir da an, wo er anscheinend rausgeschmissen wurde. Ich habe die Scheiße noch nicht gesehen. Wir schauen mal wieder bei Winklers Liste. Der hat das Ganze zusammengeschnibbelt. Das heißt, es ist hier so ein 5-Minuten-Ding. Das heißt, Feuerwehralarm rausgeworfen, Rage. Und dann, also 13.02. und dann nochmal knapp 55 Minuten. Also wir kommen auf eine Stunde Grundmaterial. Kann spannend werden. Stellt euch auf ein längeres Video ein. Und den Stream, den er davor noch aus dem Hotelzimmer gemacht hat, wo es irgendwie, keine Ahnung, Barne oder auf die Straßen oder keine Ahnung, ja, irgend so einen Scheiß. Das kommt dann wieder in der chronologischen Reihenfolge. Ich habe aber gedacht, hier, Meltdowns sind das Salz in der Suppe des Drachengames. Ja. Das ist nicht ohne Grund, dass dieser Geburtstagsstream damals eine der bekanntesten Geschichten im Game ist. Wenn er so richtig Rage geht, köstlich. Da ist immer allerfeinstes Matt dabei. Ist also selten ein Schaden, wo nicht ein Nutzen. Ne? Die Feuerwehraktion war Arsch, aber das Matt nehmen wir natürlich ja, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. So. Dann da die Song. Der haben wir die lange benannt. Hockt euch hier, sagen wir mir, reißt's euch a Häube auf. Mir ging an einer in Rainer. Draches Liste hört sich irgendwie an wie Schindlers Liste, ne? So, wollt ihr was Cooles wissen? Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich bin eben aus meinem Hotel geflogen. Ja, das finde ich cool. Also die Art und Weise, wie es passiert ist, finde ich nicht cool. Dass du aus deinem Hotel geflogen bist. Daumen her, mehr davon. Weil die Hater es mal wieder ultra komisch fanden, einen falschen Feuerwehralarm auszulösen. Trumpf war, dass dann die Person, bei der ich angerufen habe für das Hotel, behauptet hätte, ich hätte nicht angerufen und wäre einfach in ein Zimmer gegangen, obwohl das überhaupt nicht der Fall ist. Ja, das hört sich weird an. Ich habe keine Ahnung, was ich mit der Story anfangen soll. Es ist Quelle Rainer. Aber irgendwie wird er ja, also ich nehme nicht an, dass Rainer das gemacht hat wie in so einem Hollywood-Film aus den 80er Jahren, wo er den an der Rezeption irgendwie abgelenkt hat, um sich dann irgendwie drüber zu greifen und einen Schlüssel zu nehmen und dann aufs Zimmer zu gehen. Bezweifle ich. Also irgendwer wird ihm den Schlüssel schon gegeben haben. Ich kann mir aber vorstellen, dass er entweder irgendwas Falsches angegeben hat, ja, dass er sich das anders irgendwie erschlichen hat, weil gewusst haben wird er sicher, dass er da Hausverbot gehabt hat. Und das Allercoolste, die haben mich jetzt tatsächlich nachts in Arscheskälte und verschnupft auf die Straße gesetzt. Hatten noch gesagt, dass sie mir angeblich beim letzten Mal Anwesenheit in diesem... Ja, Rainer, das ist ein Hotel und nicht die Wohlfahrt. Ja?
wenn du dort nicht erwünscht bist, haben die das Recht, dich zu jeder Tages- und Nachtzeit vor die Tür zu setzen. Punkt. Hotel gesagt hätten, dass ich nicht wiederkommen darf, obwohl das nicht der Fall ist. Genauso wenig, wie dass ich nicht angerufen habe, was ich habe. Und dann wurde ja noch behauptet, dass ich erst vor kurzem in dem Hotel war, obwohl ich 3 Wochen in Berlin war, nachweisbar. Rainer, du warst doch nicht 3 Wochen in Berlin. Du warst doch zwischendurch in Köln, oder willst du jetzt etwa behaupten, dass du da gelogen hast? Leute. Ich bin in Köln. Die Hater sagen immer, ich wäre in Berlin. Oh, ja, habe ich sie schön an der Nase herumgeführt. Ladi-da-di-da. Im Rage-Mode. Ich war jetzt 3 Wochen nachlässig in Berlin. Ja, du kannst ja trotzdem vor kurzem bei denen untergekommen sein. Das kommt ganz darauf an, wie man vor kurzem definiert. Jetzt irre ich mit nicht mehr als 70 Euro in der Tasche. Rotziger Husten, richtig gut. Durch die Finsternis. Wobei es für mich gar nicht so dunkel ist wie für euch vielleicht. Die Hater haben es mir wieder lustig gefunden, die Feuerwehr anzurufen, Krankenwagen, Polizei und ich weiß nicht was noch alles. Und ich bin mal wieder die arme Drecksau, die jetzt in der Kälte sich den Arsch abfriert. Im Übrigen, ist euch schon mal aufgefallen, Rainer hat in den letzten Monaten so oft behauptet wieder, dass es, und er hat so oft draußen unter freiem Himmel im Wald oder unter der Brücke schlafen müssen, la-di-da-di-da-di-da-di-da. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass immer wenn er tatsächlich mal abends vor die Tür gesetzt wurde und draußen war, sofort Stremene angemacht hat? Also man kann praktisch von den Malen, wo er tatsächlich länger nachts draußen gestreamt hat, darauf schließen, wie oft er tatsächlich irgendwie nachts keine Unterkunft hatte. Das sind nicht sonderlich viele Situationen gewesen. Das eine war das, wo er bei der Pinea um die Ecke da gesessen war, und jetzt die anderen Geschichten, wo er da mit der Nachtsicht-Kamerageschichte da gefilmt hat, das glaube ich ihm nicht. Das war zu gestaged. Da ist er danach irgendwo hingegangen, wo er ganz gemütlich hat pennen können. Noch dazu war er dann nicht, waren es nicht fürchterlich lange Videos. Aber diese stundenlangen draußen Streamenes, die kommen nur dann, wenn er tatsächlich auf der Straße sitzt. Und das ist nicht oft vorgekommen. Pass auf, nehmen wir mal kurz mich aus der Gleichung. Wir nehmen in die Gleichung mal ein Hotelzimmer. Rainer, dich aus der Gleichung zu nehmen, versuchen die Hater seit Ewigkeiten. Du begreifst es einfach nur nicht. Und in der Situation, dich aus der Gleichung zu nehmen, ist vollkommen Banane, weil du das Problem bist. Rainer, wenn bei mir ein Kumpel vorbeikommt und der hat einen Hund dabei und der scheißt bei mir auf den Teppich, ja, und der sagt, jetzt nehmen wir mal den Scheißhaufen aus der Gleichung. Nein, der Scheißhaufen ist das Problem, um das es gerade geht. Am Sack der Welt oder am Arsch der Welt oder von mir aus am Zäpfchen der Welt, mir egal. Nehmen wir einfach mal ein Hotelzimmer mitten am Arsch der Welt. So, wird von einer kleinen Gastronomie bewirtet. Kostet 55 Euro die Nacht. Richtig geil. So. Es wird von einer kleinen Gastronomie bewirtet. Die Gastronomie wird sie nicht selber bewirten. Es wird entweder von einer kleinen Familie bewirtet, weil es, also... Ein kleiner Familienbetrieb und der wird von ein paar hundert Hatern oder ein paar tausend Hatern von heute auf morgen mit Tausenden von Anrufen bebombt. Die Rezensionen im Internet werden runtergeschraubt auf 0. Die bekommen einen Feuerwehreinsatz, Großeinsatz, drum und dran, auf, hin und her und alles drum und dran. So, und all das machen ein paar Leute, weil sie auf einen einzigen Menschen angepisst sind. Der Rainer, wie gesagt, die Feuerwehreinsatzgeschichte finde ich nicht in Ordnung, aber dass du dann tatsächlich mal auf der Straße pennen musst, bei so einer Arscheskälte, wo du es immer erzählst und es gelogen ist ein bisschen Karma. Das musst sogar du einsehen. Der ihnen persönlich noch nicht mehr was getan hat. Im Gegenteil, er hat ein paar Videos gemacht, wo er was gesagt hat. Er hat ein paar Äußerungen gemacht, die dämlich waren. Ja, auch wieder von sich in der dritten Person spricht, er ist richtig geil. Für die er sich tausendmal schon entschuldigt hat. Und er hat viele andere Sachen in die Hinsicht gemacht, die aber niemanden persönlich angegriffen haben. So. Rainer, doch. Doch, es gibt schon Gründe dafür, dass sich viele Leute von dir persönlich angegriffen fühlen. Die gibt es.
Du bist mit deinen Aussagen sehr vielen Leuten auf die Füße getreten. Ganz zu schweigen davon, was du sonst so fabriziert hast. Deine permanenten Provokationen sind ja auch darauf ausgelegt gewesen, diese Leute zu triggern, weil du gewusst hast, dass der Hate dein Geschäftsmodell ist. Also du hast ja die Leute bewusst beleidigt und provoziert, um den Hate zu schüren, damit du weiter Barren hast farmen können, die ganzen letzten Jahre. Und jetzt sagst du, ja, denen habe ich ja nie was getan, die haben ja gar keinen Grund, mich zu hassen. Weiß ich nicht, Rainer. Weiß ich nicht. Dann fahren wir einfach mal mit Tausenden von Hatern über 10 Jahre hinweg zu diesen Menschen hin, greifen ihn tagtäglich an, bis er irgendwann zurückschlägt und einen in die Fresse eintritt. So. Rainer, du hast nie irgendjemandem in die Fresse eingetreten. Und du hast auch nicht zurückgeschlagen, sondern du hast feige aus dem Hinterhalt angegriffen mit irgendwelchen improvisierten Waffen. Ja? Diese Leute kommen unbehelligt davon. Sie machen weiter. Sie schmieren die ganze Nachbarschaft voll mit ihrem Graffiti. Sie schreien die Nachbarschaft zusammen. Rainer, wenn ich mich richtig erinnere, bei allen Videos, die ich gesehen habe, sogar die du selber hochgeladen hast, da warst nämlich du derjenige, der die ganze Nachbarschaft zusammengeschrien hat. Ich habe sehr, sehr selten einen von den Hatern auch nur Ansatz laut werden hören. Es sei denn, du hast sie entweder angebrüllt oder Steine auf ihr Auto geschmissen oder sie angespuckt oder dergleichen. Gehen her, rufen so lange die Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei und was weiß ich noch alles, bis man meinen könnte, die Welt geht zugrunde. So, fucking 10 Jahren. So, hört die Person auf und macht nichts mehr? Ja, greifen die Leute ihn trotzdem an? Nein, du hast nicht aufgehört. Du hast es stark reduziert, weil du keine Plattform mehr hattest, die dir Kohlen gegeben hätte dafür. Und weil du woanders irgendwo einen kurzzeitigen Geldsegen hergekriegt hast. Ob das jetzt hier diese Hairstyle-Kompanie ist oder nicht, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hast du auch deine VR-Brille verkauft und dein Rechner. Ich habe keinen Plan. Irgendwoher hast du einen Geldsegen bekommen, deswegen hast du es für die Kurzfristigkeit nicht mehr für nötig befunden, regelmäßig um Barne zu betteln. Und aus keinem anderen Grund hast du aufgehört zu streamen. Wir sehen es jetzt wieder, wenn die Kohlen weniger werden, dann wird wieder gestreamt, bis die Schwarte kracht. Ja? Jeden Tag. Und nochmal und nochmal und nochmal. Deswegen komme ich mit dem Reagieren immer hinten nach, weil ich noch ein Leben habe nebenher. Und die ganzen Geschichten, die du während deiner großen, ich habe ja gar nichts im Internet gemacht, Phase auf Pornhub betrieben hast und auf irgendwelchen Blogs, darüber brauchen wir erst einmal gar nicht reden, weil das ist nämlich auch nicht nichts, im Gegenteil. Ja, und was soll das Ganze letzten Endes? Nichts. Letzten Endes, meine Damen und Herren. Denn es ist ja fucking egal, dass dieser Mensch sich millionenmal für seine hunderte von Fehlern entschuldigt hat. Ja, aber er hätte vielleicht auch einfach mal, also erstens mal hast du dich nicht millionenmal entschuldigt, das haben wir schon geklärt gehabt in sehr, sehr vielen meiner Videos. Und zweitens hättest du jetzt einfach vielleicht einmal daraus lernen können und diese Fehler nicht nochmal wiederholen. Es ist doch vollkommen wurscht, sogar wenn du dich entschuldigt hättest. Wenn ich sage, ja, es tut mir leid, ja, und mach's am nächsten Tag genau so wieder, dann habe ich halt offensichtlich nichts draus gelernt. Es ist doch, ganz ehrlich, keine Ahnung, wenn ein Kind irgendwie im Supermarkt ein Backerl Kaugummi klaut und die Mutter erwischt ihn und sagt und scheißt ihn an und er sagt, ja, es tut mir leid, das kommt nicht wieder vor und am nächsten Tag wird er nochmal erwischt, ja, dann wär's doch irgendwann einmal fragen müssen, ob die Entschuldigung ehrlich war oder ob die vielleicht einfach ja, nichts wert war. Weil sie von einem chronischen Lügner kommt, weil du mit der Entschuldigung geschmeidig einen Arsch abwischen kannst. Es ist egal, dass dieser Mensch fucking ohne Ende am Leiden ist. Ja, das ist wirklich egal, Rainer, weil du es dir selber ausgesucht hast. Weil du immer sagst, ich zieh weiter durch, egal was ist. Und wenn ich leiden muss, dann werde ich leiden. Ja, dann hast du es da ausgesucht, dann brauchst du nicht Blender, dass du jetzt leiden musst. Weil er von Tausenden von Menschen gehasst wird, von Tausenden von Menschen angegriffen wird, von Tausenden von Menschen körperlich so lange verletzt wird, drangsaliert wird, bis er jemanden in die Fresse eintritt. Und was ist das Ende vom Lied? Dieser Mensch ist krank, mitten in der Nacht, im Nirgendwo, zwischen dem Arsch der Welt und dem Hurensohn der Welt und dem Wichser der Welt. Und am Ende hat sich trotzdem nichts geändert. Er zieht trotzdem durch.
Ja, da haben wir es. Ja, er zieht trotzdem durch, Herr Rainer. Ich spiele ein Lied für dich auf der kleinsten Violine der Welt. Heute dein Maul. Und warum zieht er durch? Der Hass wird niemals enden. Der Hass wird immer weitergehen. Noch ein Schlag auf die Fresse. Noch ein Tritt in die Eier. Noch ein Tritt in den Arsch. Ja, so lange bis er es heute lernt. Lernen durch Schmerzen, Rainer. Was anderes hast du in deinem ganzen Leben noch nie verstanden. Lernen durch Schmerzen. Du hast immer nur dann dergleichen getan, wenn du wirklich harte, eiskalte Konsequenzen zu spüren gekriegt hast. Und ansonsten hast du immer irgendwie durchwuseln müssen. Und es hat so oft geklappt, dass du gedacht hast, na, das regelt sich ja alles von allein. Die Welt, ich muss einfach nur stur heil gegen die Wand laufen, dann wird die Wand schon irgendwann verschwinden und die Welt wird sich auftun und endlich das Paradies für den Rainer Winkler werden. Leider nein, leider gar nicht, Rainer. Nochmal ein Bein gestellt und noch einen Arm gebrochen. Scheißegal, interessiert keine Sau. Die Politik interessiert sich einen feuchten Scheißdreck dafür. Richtig, die haben andere Probleme, Rainer. Die haben andere Probleme als einen dicken Internet-Dulli aus Franken, der es einfach nicht checkt. Die Regierung, die Menschen, die wir gewählt haben. Rainer, wann hast du jemals gewählt? Bitte verzeih mir, dass du beim Wählen warst. Dass du wirklich informierter, politisch engagierter Bürger bist, der seine Bürgerpflicht gemacht hat und ins Wahllokal gegangen ist, um sein Kreuzel zu machen. Rainer, du wärst zu dumm, an den scheiß Wahlzettel überhaupt ein Kreuzel drauf zu machen. Da hat es wahrscheinlich ausfüllen wie so ein scheiß Lottoschein. Die wir gewählt haben, heute dein Maul, du hast doch überhaupt nichts gewählt. Ich glaube, das letzte Mal, dass du vielleicht was gewählt hast, war bei der Wahl zum Klassensprecher auf der Dulli-Schule und da hast du einfach auf den Zettel Rainer Winkler geschrieben und hast da Hackerli gemacht. Um Recht und Ordnung und Gesetze durchzusetzen, interessieren sich einen fucking Bullshit dafür, dass tausende kleine Möchtegern-Terroristen immer weitermachen. Ja, jetzt sind die Hater sind auf einmal Terroristen. Ja, Rainer, die Leute, die in Wien Menschen erschossen haben, was dir heftigst am Arsch vorbeigegangen ist, das waren Terroristen. Du wirst zu Recht gehasst. Und niemand bei den Hatern ist ein Terrorist. Typ, der seit 10 fucking Jahren angegriffen wird, läuft mitten in der Nacht in Arscheskälte und extrem erkältet durch die Gegend, schwitzt sich den fucking Arsch ab, die Eier dazu und am Ende wird er wahrscheinlich draufgehen und die Welt hat null daraus gelernt. Keiner, der Einzige, der null daraus lernt, bist du. Und wenn du es tatsächlich so weit kommen lässt, dass du drauf gehst, wird das auch deine eigene Schuld sein. Keiner Demut zeigen, dir Hilfe suchen, darauf hören, was die dir anschaffen und deinen kreisligen Grind aus dem Internet raushalten. Dann wird sich dein Leben ändern. Wenn es dann deine Fressverhalten und vielleicht irgendwie schaust, dass du dir irgendwo eine sportliche Betätigung findest, dann wird das Leben vielleicht auch noch ein paar Jahre länger dauern. Dann siehst du vielleicht ein 50er. So Gott will den 60er noch. Aber ansonsten sehe ich schwarz für dich. Ich zieh durch, wenn ich dabei draufgehe. Das ist mir scheißegal, wie lange. Es ist mir fucking egal. Und wenn ich hier draußen krepiere und verreck und interessiert mich nicht. Ich habe gerade mal Wenn es dich nicht interessiert, warum soll es uns interessieren oder die Regierung? 70 verkackte Euro einstecken, keine Kohle für ein anderes Hotel. Mal abgesehen davon, dass hier im Umkreis von bestimmt 20 bis 60 Kilometer kein einziges Hotel ist. Draußen im fränkischen Hinterland, da wärst du wohl für 70 Euro irgendwo untergekommen, für eine Nacht zumindest. Und dann am nächsten Tag einmal schauen, wo es bleibst, oder? Obdachlosenunterkunft wäre zum Beispiel ein Tipp. In dem ich unterkommen könnte. Das interessiert sich jeder an. Aber in einer Obdachlosenunterkunft gibt es natürlich keine Sauna. Und in einer Obdachlosenunterkunft muss er vielleicht sein Bett selber machen. Scheißdreck für andere Menschen. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Ja. Wir gehen gleich weiter. Ja. Ich habe kein Geld, keine Unterkunft und minus 5 Grad. Ich habe mein Leben lang an die Gerechtigkeit geglaubt. Ach, ein Scheiß, du laberst uns seit 10 Jahren damit zu, dass es keine Gerechtigkeit gibt. Und jetzt sagst du, ich habe mein Leben lang an die Gerechtigkeit geglaubt. Das ist genauso pathetisch wie diese Scheiße, wo du letztes Jahr gezogen hast, wegen, ja, für die Hoffnung. Rainer, halt dein Maul, ganz ehrlich. Und dass du jetzt da draußen sitzt in der Dunkelheit, kein Geld und minus 5 Grad, da bist du geschmeidig selber dran schuld.
Ich habe mein Leben lang gedacht, irgendwann werde ich belohnt für diesen ganzen Scheiß, den ich mein Leben lang durchmache. Habe ich mir, Ja, leider nein, leider gar nicht, Rainer. glaube ich, nur selber was vorgemacht. Richtig, Rainer. Das ist sehr gut. Nimm diesen Faden und spinn ihn weiter und dann folge ihm zum Ausgang der Höhle, in die du dich rein manövriert hast. Ich denke, letzten Endes spielt es keine Rolle, wer man ist, was man tut, wo man hinkommt, wo man hin will. Da fährt die Polizei. Ich bin ja auch nicht... Doch, wer man ist und was man tut, spielt eine Rolle. Wenn man nämlich ein anständiger Mensch ist und das, was man tut, nicht widerliches Hurensohnverhalten im Internet ist, dann hat man da auch Erfolg. dafür bekannt, dass ich aufgebe. Aber genau das ist ja das Problem, oder? Ich bin aus dem Hotel geflogen. Oh, und ich merke gerade, ich habe meinen Krapfen zurückgelassen. Fuck. Das heißt, nochmal... Was hat er zurückgelassen? Aus dem Hotel geflogen. Oh, und ich merke gerade, ich habe meinen Krapfen zurückgelassen. Seinen Krapfen! Ich glaub's! Ihn jetzt wieder zurück zu dem Hotel. Ich weiß, sie hat sich rausgeschmissen, er hat übel Terror wegen mir gehabt. Aber ich hatte dann noch einen Krapfen. Weil ich bin nämlich noch nicht fett genug. Hat sein Krapfen. Private Paula, was ist das? Was zum Teufel ist das? Sir, ein Krapfen, Sir, ein Krapfen. Oh. Fuck. Das heißt, nochmal auch kein Essen. Fuck. Auf den habe ich mich seit heute Mittag schon gefreut. Die Welt kann mich langsam mal. Jetzt heult er da minutenlang wegen seinem scheiß Krapfen rum. Rainer, du kannst 3 Monate lang gar nichts essen und das ist nicht die geringste Gefahr zu verhungern. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, du hast reichlich Reserven. Alter, ohne Scheiß, ich habe die Schnauze voll. Was soll das denn? Habe ich in meinem Leben nicht schon genug gelitten? Ja. Nein. Ja, es gibt Leute, die haben mehr gelitten als ich. Das macht es in meinem Fall ja auch nicht besser. Vor allem, ich habe alles verloren. Aber wirklich alles. Jeden noch so kleinen Scheißdreck. Mit der Illusion, morgen wird's besser, habe ich mich auch immer versucht zu trösten. Über Jahre hinweg. Ja, Rainer, und über Jahre hinweg hat man da gesagt, dass er Schmarren ist. Ja, über Jahre hinweg hat man gesagt, Rainer, siehst doch jetzt bitte ein. Rainer, du machst dir dein Leben kaputt. Rainer, du ruinierst dich komplett. Bitte, bitte, jetzt hör endlich auf. Und er so, mein Leben ist im Arsch. Ja, Rainer, Käse, Pries. Hat nie geholfen. Das Schöne ist, ich bin jetzt auch noch durchgeschwitzt, denn es ist kalt. Ja, vielleicht hole ich mir den Tod, dann habe ich meine Ruhe. Ich verstehe So, vielleicht. vor allem nicht, wie die mich gefunden haben. Das ergibt keinen Sinn. Rainer, du wärst schon wieder dumm, wie du bist, einfach geleakt haben. Irgendeiner von deinen ganz besonderen Freunden, wo du dem einen Stream da vom, was war es, 3., 2. verzapft hast. Ah, du hast nicht viele Freunde, aber ein paar hast du und die sind da treu. Da mal kurz was verzeihen, das sind alles Hater. Die tun so, als wären sie deine Freunde, um genau diese Infos von dir zu kriegen, wo du gerade pennst. Und was mich am meisten abgefuckt hat, ist die Aussage, ja, hätten sie mir gesagt, dass sie der Drachenlord sind, hätte ich sie nie reingelassen. Tja, Rainer. Da haben wir es wieder. Hab ich das vorhin gesagt? Der hat wahrscheinlich unter irgendeine Märchenstory erzählt, wer er ist, damit er in dieses Hotel kommt. Und dann haben die festgestellt, oh scheiße, das ist ja der Drachenlord. Und dann haben sie ihn rausgeschmissen. What the fuck? Ich war in dem Hotel 4 oder 5 Mal. Nie gab es ein Problem. Nie. Bin da hingekommen, ich habe mein Zeug gezahlt, bin abgehauen. Das war immer der Fall. Und das hat immer gepasst und hat immer hingehauen. Und dieses Mal, ich bin reingegangen, ich habe vorher angerufen, ob das in Ordnung ist. Die haben gesagt, ja, habe mein Zeug gezahlt. Und das war's. Das war's. Feierabend, Ende der Geschichte. Aber nein, ich habe ihnen ja gesagt, sie dürfen nicht wiederkommen. Was zur Hölle? Habe ich nicht gehört, habe ich nicht gewusst, habe ich nicht gesagt bekommen. Wolltest du vielleicht nicht hören, Rainer? Vielleicht wolltest du es einfach nicht hören. Wenn du so viele Dinge in deinem Leben nicht hören wolltest. Mit dem Husten wird es noch schlimmer. Der Husten ist gerade meine geringste Sorge. Nee, der Husten wäre jetzt nicht meine geringste Sorge. Du hast einen starken Husten und bist draußen verschwitzt bei minus 5 Grad, wie du selber sagst. Du kannst ja geschmeidige Lungenentzündung holen, trotz Dorfdulli-Abwehrkräfte. Aber keine Sorge, Rainer, wenn du eine Lungenentzündung geholt hast, hast du wieder Dach über dem Kopf, weil dann kannst du wenigstens wieder im Krankenhaus einzecken, so wie du es gemacht hast damals nach der Kera. Das, was die hätte machen, ist eine Straftat. Ja. Nur diesmal mit Grund. Es gibt sehr viele Straftaten auf dieser Welt.
Und nicht mal die Hälfte davon wird irgendwie aufgelöst. Zumindest habe ich immer das Gefühl gehabt, weil ich seit Berlin noch nicht die Na, jetzt sieht man wieder. Ach, schön. Möglichkeit hatte, meinen Koffer weg loszuwerden. Habe ich jetzt nicht nur meine Laptoptasche und meinen Rucksack, sondern auch noch meinen Koffer dabei. Ja, und die Schwachmatenhandschuhe, die hast du auch noch an. Ich frage mich manchmal, wozu wir eigentlich eine Regierung haben. Die Polizei hat gesagt, dass die Hater mal wieder über irgendeine komische App angezeigt haben, dass hier irgendwie Schaden entstanden ist durch Gasaustritt. Kam die Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, Notsanger und was weiß ich noch alles. Ich habe mich dann ins Auto gesetzt, bin dann aufgestanden, habe mein Zeug gepackt, habe noch versucht, ihn zu beschwatzen. Ja, es ist 10, wo soll ich hin? Interessiert mich nicht. Danke, damit bin ich zum Tode verurteilt. Und wenn ich... Damit ist er zum Tode verurteilt, Alter. Ah. Nicht heute Nacht erfriere, dann gehe ich hundertprozentig daran drauf, dass ich mir heute Nacht den Tod hole. Weil ich bin jetzt durchgeschwitzt. Ja, Rainer, genau, wenn du heute Nacht erfrierst, dann gehst du daran drauf, dass du heute Nacht gestorben bist. Du bist nicht gestorben, du hast heute schon wieder gestreamt, also... Ja. Und es ist kalt. Und ich bin echt nicht zimperlich, was Doch, Rainer, du bist sehr zimperlich. Kälte angeht. Wer will mir denn eine Unterkunft bieten? Außerdem bringe ich euch da nur mit in Gefahr. Aber nach der Aktion heute Nacht bringe ich das definitiv nicht. Da erfriere ich lieber. Vielleicht wachen dann doch mal ein paar auf und checken, Ja, außer du in dem Fall. dass unsere Gesellschaft richtig gefickt ist. Alter, diese Hustrotz-Geräuschkulisse, ey, die ist ja mal richtig geil. Ich bringe niemanden mehr in Gefahr. Ich habe die Schnauze voll. Jedes fucking Mal hätte ich dafür verantwortlich gemacht, was andere machen. Alter, wie plump versucht er jetzt gerade zu manipulieren. Nee. Sogar wenn jetzt hier jemand kommen würde und mich aufnimmt, den würde ich nicht in Gefahr bringen wollen. Niemals. Ich bin der große Drachenlord. Ja, der Ritter in der schwabbligen Rüstung. Der Maul. Immer bin ich schuld. Das ist nicht mein Stil. Ja, Mimimi. Tut mir leid, du Arschloch. Denn Mimimi ist nun mal, wenn ich nachts im Arsch der Welt Rainer, want some cheese to your wine? heißes Kälte rausgeworfen werde. Und ich es bin, der sterbenskrank wird. Und so ein Drecksköder bellt hier rum. Ich Ja, der Köter hat wenigstens ja zu Hause. bitte um Entschuldigung, dass es in meinem Stream um mich geht. Dann ist es mein Stream. Und in meinem Stream gibt es eben ein Mimimi. Wenn dir das nicht passt, schau in anderen Streamer. Ganz ehrlich. Er hat nicht mal verstanden, was Mimimi bedeutet. Mimimi heißt, dass du rumjammerst. Nicht, weil es mit I geschrieben wurde und nicht mit E. Ja, wenn es mit E geschrieben wäre, dann würde es heißen, es geht nur um dich. Aber es geht sowieso immer nur um dich. Also wäre das ja egal. Sorry, aber ich schreibe niemanden privat. Denn ich traue niemanden mehr. Ich weiß auch echt nicht, was ich den Leuten getan habe. Aussagen, klar. Aber ich weiß gar nicht, wie oft dafür entschuldigt. Und jeder sagt mir was Falsches. Ich bin kein Kinderschänder. Ich bin kein Pädophiler. Ich bin kein Vergewaltiger. Ich bin kein Mörder. Und Ich glaube, dass du einige von diesen Sachen nur deswegen nicht bist, weil du körperlich nicht dazu in der Lage bist. ich bin auch sonst keinerlei Straftäter. Außer... Ich weiß ja nicht. Du bist verurteilt worden wegen Beleidigung, was du den Polizisten an den Kopf geworfen hast und wegen gefährlicher Körperverletzung mehrfach. Also zu sagen, du bist auf Bewährung zum x-ten Mal, zu sagen, du wärst kein Straftäter, ist eine Aussage. in der einfachen Tatsache, dass ich mich verteidige gegen hunderte von Leuten, die gegen mein Tor mitten in der Nacht anrennen, mein Eigentum beschädigen, mein Leben zerstören. Wenn ich eines schuldig bin, dann lediglich der Tatsache, dass ich am Leben bin. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich im Gericht hätte freigesprochen werden müssen, auch wenn es noch so falsch war. Es ist so krass. Er hat halt einfach, man merkt wieder, er hat nie was gelernt. Er lernt es einfach nicht. Sogar das Gericht kann ihm sagen, Herr Winkler, was Sie da getan haben, ist falsch. Ja? Sie sollten... Er lernt es nicht, weil er keine harten Konsequenzen zu spüren gekriegt hat. Er hat wieder Bewährung bekommen und deswegen, nee, ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Ja, doch, du hast es schriftlich, dass du derjenige bist. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, wie es vielleicht irgendwann mal in seinen
in seinen feisten Dickschädel reingegangen wäre, wenn sie ihn tatsächlich eingeknastet hätten. Dann hätte er nicht mehr streamen können, wenn es ihm scheiße geht. Dann hätte er sich an Regeln halten müssen. Dann hätte er ansonsten gut die Möglichkeit gehabt, in irgendeiner Therapie zu reflektieren, was er für ein Arschloch ist. Nee, so hat man wieder auf die Straße geschickt. Dann hat er sich gedacht, ja, bin nicht ins Gefängnis gekommen, ist gleich, bin unschuldig, etc. Und in den Gedanken hat er sich reingesteigert und ein Jahr später heißt, ja, ich hätte eigentlich überhaupt nicht verurteilt gehört, weil ich bin ja der Anti-Mobbing-Jesus. Ich bin ja praktisch nur mit auf meinem weißen Pferd mit flammendem Schwert zur Rettung der Hilflosen geeilt. Das kannst du alles nicht mehr ausdenken. Wäre der Typ nie zu mir nach Hause gekommen, hätte er auch nie eine verpasst gekriegt. Ja, Rainer, hättest du dich nicht wie ein, verhalten, dann wäre auch niemand gekommen. In solchen Momenten wie gerade bereue ich nur, dass ich nicht härter zugeschlagen habe. Ich bin kein gewalttätiger Mensch. Herr Richter, bitte sehr. Ja? Das ist Ihr reumütiger Straftäter, den Sie auf Bewährung rausgeschickt haben. Ich bereue eigentlich nur, dass ich nicht härter zugeschlagen habe. Rainer, du wolltest härter, du hast fest zugeschlagen, wie es dir möglich war mit deinen Schwabbelärmchen. Du bist halt Gott sei Dank für diese Situation inzwischen so verfettet und körperlich behindert gefressen, dass du auch niemanden mehr ernsthaft verletzen kannst. War ich nie. Und ich will es auch nicht sein. Ich renne nicht durch die Gegend und gehe auf Leute los. Das habe ich anders gesehen, Rainer. Aber wer mich angreift, sorry, aber in solchen Situationen können sie mich einfach alle am Arsch lecken. Ich habe die Schnauze voll. Rainer, du definierst es schon als Angriff, wenn die Leute im Back sitzen und ein Foto von dir machen. Was ein abgefuckter Kindergarten. 10 fucking Jahre. Gewalt ist keine Lösung, Drache. Nein, ist sie nicht, gebe ich dir vollkommen recht. Aber manchmal hilft es. Es hilft denen zu... Gewalt ist keine Lösung. Nee, ist sie nicht, aber es hilft. Ja. Die zu bestrafen, die einen angreifen. Es hilft einem, die zu bestrafen, die einem Schlechtes wollen. Und es hilft einem, seinen eigenen Frust an denen rauszulassen, die Schuld daran haben. Ja, Rainer, wenn du Frust an jemanden rauslassen willst, der Schuld daran hat, dann will ich mir ganz gewaltig mal selber in die Schnauze hauen an deiner Stelle. Stell dich doch mal vor den Spiegel und hau dir einfach aufs Maul. Vielleicht lernst du es dann irgendwann. Das wäre auch eine Sache. Dass man gefrostet ist. Lies meine Nachricht. Ich lese keine Nachrichten mehr. Ich habe die Schnauze voll. Ich entschuldige mich nicht für etwas, was ich nie getan habe. Ich habe keine Pedo-Sachen veröffentlicht. Ich habe auch nie Pedo-Sachen gemacht oder geschrieben. Leute, wenn jemand ein Schriftstück anfertigt und das veröffentlicht, heißt es noch nicht, dass es von jemandem ist, den man behauptet, dass es ist. Mein Leben ist echt für den Arsch. Ich weiß gar nicht, warum ich mir überhaupt noch Mühe gebe. Oder warum ich überhaupt noch irgendwas versuche. Ja, das versteht keiner von uns, Rainer. Es versteht wirklich keiner von uns, warum du es immer weiter versuchst. Das, was ich mache, geht sowieso nach hinten los. Genau. Ich habe mich 30 Jahre lang nur nicht genug angestrengt. Du hast ja vollkommen recht. Nee, Rainer, du bist einfach unfähig. Und du bist nicht gemacht, nicht für die Selbstständigkeit, nicht für die Internetberühmtheit, für überhaupt nichts. Rainer, du bist dafür gemacht, die niedrigsten Dulli-Arbeiten zu verrichten, die es auf dieser Welt gibt. Und dafür Kohle zu kriegen. Zeitarbeitsfirmen sind für solche Leute wie dich. Obwohl ich Zeitarbeitsfirmen verabscheue, aber da wirst wenigstens du irgendwo finden. Wo du einfach nur irgendwas machen kannst, was einfach wirklich jeder noch so dumme Mensch hinkriegt. Und ansonsten ist das nächste Level Behindertenwerkstatt. Da kannst du dann Schlüsselanhänger flechten den ganzen Tag. Ich war zu blöd, hätte ich doch gleich wissen müssen, dass ich 30 Jahre lang nur halbherzig versucht habe, an Hate, 33, Rainer. Hass, Mobbing und der ganzen Scheiße was zu ändern. Wieso komme ich da nicht selber drauf? Wenn ich wüsste, wo du bist, würde ich einfach kommen. Ja. Und dann würdest du wahrscheinlich von mir ein paar aufs Maul kriegen. Weil ich Ja, Rainer. Genau das wird's dann besser machen. schon oft genug gesagt habe, dass es scheißegal ist, wo ich bin. Ich kann sowieso niemanden von euch trauen.
Verstehst du es nicht? Ich kann niemandem trauen. Ich habe keine Ahnung, wie die das heute rausgefunden haben. Gesehen hat mich niemand. Das ist gar nicht möglich gewesen. Ja, was ist denn das? Was hechelt der denn da wie so ein Hund? Wenn es ein blöder Zufall wäre, hätten die Hater nicht gewusst, dass ich schon öfter in dem Hotel war. Und das wussten sie anscheinend. Das war kein Zufall. Alter, das ist ja widerlich. Ja, was ist denn das? Wie oft habe ich euch schon gesagt, wann ich besiegt bin? Besiegt bin ich erst, wenn ich drauf gehe. Solange ich noch einen Funken Leben mit mir habe, werde ich nicht aufgeben. Ich weiß nicht, Rainer, du bist super verschwitzt und hechelst wie ein geschlagener Hund bei Minusgraden draußen in der Pampas rum. Das sieht schon ziemlich besiegt aus für mich. Du würdest dich öfter umschauen, wenn du ich wärst. Ja, genau aus diesem Grund bist du nicht ich. Ich habe es im letzten Ding schon mal gesagt, wenn ich du wäre ich lieber ich. Erstens mal, wenn mich jemand verfolgen würde, würde ich das sehen. Und zweitens, spielt es eine Rolle? Wenn mich heute jemand verfolgt, schwöre ich dir, hat er einen schlechteren Tag, als ich es habe. Wieso verschwitzt? Richtiges Meltdown-Potenzial. Rainer, ich bezweifle nicht, dass du versuchen würdest, diesem Menschen irgendwas zu tun, aber du bist körperlich nicht mehr dazu in der Lage. Kann nicht daran liegen, dass ich einen fetten Rucksack auf dem Rücken habe, meine Laptop-Tasche, in der Hand ein scheiß schweres Handy. Es kann auch daran liegen, dass du 150 Kilo Übergewicht hast. Ich weiß auch nicht. Oh, wahrscheinlich eher so 170 Kilo Übergewicht. Hm? Also du hast praktisch 1,5 Menschen zu viel auf den Rippen. Und noch einen riesen Koffer hinter mir herziehe. Das ist unmöglich. Mein Leben ist ein fucking Stück Scheiße. Ich habe ein Konto, wo man Geld überweisen kann, aber glaubst du ernsthaft, dass ich dir meine IBAN gebe? Also Leute, ganz ehrlich, denkt halt einmal 2 Sekunden nach, bevor ihr was sagt. Eigentlich bin ich der Meinung, dass man zumindest so viel von euch erwarten kann. Vermutlich täusche ich mich. Ach, ich verbrenne Kalorien. Wäre mir nicht aufgefallen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Schön, aber dann macht es bitte über TikTok. Korrekt laufen kann ich auch nicht mehr. Ich weine. Ja, über TikTok unterstützen ist halt die dümmste Art der Unterstützung, weil sich TikTok einfach irgendwie 70% davon abzwackt. Nicht. Bei mir jedenfalls neu. Meine Augen sind sogar schneeweiß und mir ist arschkalt. Jetzt sind die Lichter aus. Leute, ich habe gesagt, ich sollte nachdenken, bevor ihr den Mund aufmacht. Schade, dass man nichts tun kann. Das bringt doch alles nichts. Was willst du denn jetzt tun? Ich bin am Arsch der Welt. Es gibt überall Hater. Du darfst halt nicht sagen, wo du bist. Ich hol dich ab. Das bringt dir doch nichts. Du kannst doch jetzt da nicht hinfahren. Wenn du sagst, du bist 400 Kilometer von mir entfernt, wie willst du mich denn da abholen? Du bist ein Scherzkeks. Mit dem Auto. Oh Gott, bist du ein Scherzkeks. Das bringt mir doch für heute Nacht auch nichts mehr. Kann man dir helfen? Mir ist nicht mehr zu helfen. Wie willst du mir denn bitte helfen? Es ist kein Bahnhof in der Nähe, kein Bus. Geld für ein Taxi habe ich auch nicht. Das Witzige ist, kein Bus und kein Zug hat genau dieses Hotel schön verlockend gemacht, weil es schön billig war. Ich will so lange laufen, bis ich zusammenbreche. Dann krieche ich noch ein bisschen weiter, bis ich nicht mehr kann. Und dann werde ich höchstwahrscheinlich erfrieren. Ja, das wirst du nicht. Weil du, es ist halt wieder hohles Gelaber. Es ist wieder, es wird hier diesmal nicht um Barrende, also es wird schon auch um Barrende gebettelt, ja? Unterstützt mich auf TikTok, etc. Aber es wird halt auch um Mitleid gebettelt. Ich laufe jetzt, bis ich zusammenbreche, soweit mich meine Füße tragen. Und mit meinem letzten Atemzug, heut dein Maul, Rainer. Der Spendenaufruf bringt auch nichts mehr. Außer vielleicht, um meine Leiche zu beerdigen. Da muss Ja, ne, das macht die Gemeinde. ja auch irgendwo Geld herkommen. Hab einen Stall, wo er schlafen kann. Witzig, weil ich ein Oger bin. Soll ich im Stall schlafen? Schaut euch das ruhig an, weil das ist nämlich genau das, was mir von den Hatern angetan wurde. Rainer, ich sehe überhaupt nichts außer einen schwarzen Bildschirm. Und ist genau das, was sie all die Jahre wollten. Und ich persönlich zweifle hart daran, dass es irgendjemanden kratzen wird, wenn ich vor die Hunde gehe. Wisst ihr, was ich hasse? Auch die Hunde und die Besitzer der Hunde, weil die Tierarztrechnung, die möchte ich nicht zahlen. Stell dir vor, der Hund schluckt was runter, den kannst du ja gleich mitbeerdigen. Xenonlichter an Oros. Das geht mir tierisch dagegen. Marlene, ich habe eine Frage an dich. Und bitte sperr deine hässlichen fucking Ohren auf. Wer ist schuld daran, dass mein Leben so verfickt
Kacke ist. Du, Rainer, du. Bin das ich, der alles Ja, richtig, du. tut, um Geld zu verdienen, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und sein Ding zu machen, ohne andere Leute irgendwie in irgendeiner Form anzukacken. Rainer, das beschreibt nicht dein Handeln der letzten 10 Jahre. Du wolltest provozieren und um Barren betteln. Das war dein Konzept. Oh, das sind es die Hater. Soweit ich nämlich weiß, war ich in meinem Zimmer, habe einen Stream gemacht, ein Video hochgeladen, damit ihr was zu schauen habt. Und dann wurde ich angegriffen von Leuten, indem sie die Feuerwehr und die Polizei gerufen haben. Mal abgesehen von den Tausenden von Anrufen auf mein Handy, die alle ungewollt waren. Aber ich soll mein Leben auf die Reihe kriegen, in den Griff kriegen. Tickt's bei dir noch ganz richtig? Oder ist da schon jede Hoffnung verloren, was halbwegs normale Gehirnzellen angeht? Ende des Fußwegs. Die Ironie ist, vor einigen Jahren hatte ich einen Freund, einen meiner besten Freunde, der hier in der Nähe gewohnt hat. Aber durch die Hater, das seine Freundschaft gekostet. Nee, Rainer, nicht die Hater sind daran schuld, dass es dich diese Freundschaft gekostet hat. Auch daran bist du mal wieder nur selber schuld. Die einzige Freundschaft, die ich verloren habe auf die Art. Nein, da bin ich nicht die Mitleidsschiene. Ist richtig, weil du so Menschen wie du kein Mitleid besitzen. Außerdem kannst du Mitleid natürlich gut auseinanderhalten, ne? Von Realität. Ja, da spricht der empathischste Mensch auf der ganzen Welt, Rainer. Der empathischste Mensch auf der ganzen Welt redet jetzt hier einen von Mitleid. Halt dein Maul. Sagt, ihr holt mich. Und dann stehen 20 Hater vor mir, die mir die Fresse eintreten wollen. Was dafür sorgt, dass ich 20 Hater in die Fresse eintreten muss. Und dann kriege ich wieder von der Polizei und vom Kriminalamt oder was ich noch. Rainer, wenn tatsächlich 20 Leute kommen würden, um dich zu verwemsen, dann machst du gar nichts mehr. Aber dann hast du heute Nacht wenigstens warmes Dach überm Kopf. Er wird 20 Hater krankenhausreif schlagen. Ganz genau. Noch alles richtig fett aufs Maul. Geht zu einer Sparkasse, hol Geld von dann Taxi. Ich kann einen Ort, wo dich niemand kennt. Ja, das kenne ich nicht und das wird es auch nicht geben. Es sind schon Menschen aus den USA, aus Russland, aus Japan bei mir vor der Haustür gestanden. Ja, vom Mars und von der Venus, Aldebaran, von überall sind sie herkämmer. Nur weil sie ihn hassen. Nicht mal im Ausland kennt man mich nicht. Ach, wisst ihr was? Zum Krepieren ist dieser Ort genauso schön wie jeder andere. Eine Bank wäre mir zwar lieber, aber dann geht's wenigstens schneller. Immer gehofft, dass ich nicht an Unterkühlung verrecke. Mir wäre deutlich lieber Wärme. Ja, das könnte erklären, warum du so wie Waltran angefressen hast. Ich bin gerade noch am Überlegen, ob ich noch meinen Pullover rausholen soll. Was will ich an der Bankfiliale? Ich habe keine Kohle. Kapierst du das jetzt nicht? Ich komm vorbei, gib dir den Kopfschuss, kannst du nur pennen. Komm vorbei. Versuch mir den Kopfschuss zu geben. Ich verspreche dir, du hast schnell meinen Fuß im Gesicht, dass du gucken kannst. Rainer, du kriegst die Füße mit Gewalt irgendwie 2 Zentimeter über dem Boden. Wie willst du irgendjemandem ins Gesicht treten? Weil ich habe nicht meine Decke dabei. Geh zur Bank, da ist warm. Bezweifle ich stark. Heul leise. Wie wär's, wenn du dich einfach verpisst, Kollege? Ich mache mir ein Feuer, dass ich auch noch wegen Brandstiftung im Knast lande. Sonst geht's da aber gut. Die Sache ist, es wird auch bei meinem Akku leer. Wisst ihr, was mein Problem ist? Ich gebe einfach nicht auf. Ich suche mir jetzt eine Bank und dann mache ich mir einen fucking Tee. Ich hoffe, euch regt das nicht auf, dass ich da einen schniefe, aber... Ja, doch schon, aber ich halt's aus. Mir läuft die ganze Zeit die Rotze. Was glaubt ihr eigentlich, wie viel Energie mich das kostet? Habt ihr auch nur die geringste Ahnung, was das für ein Gefühl ist? Von allen verlassen. Keine Familie, nur sehr wenige Freunde, die aber auch nicht in der Lage sind, mir zu helfen. Und die, die es wären, haben zu viel Angst vor den Hatern. Rainer, du hast keine Freunde. Rainer, schmink dir das ab. Was meinst du, wie du geleakt worden bist? Was ich ihnen aber nicht übel nehme, die hat nur ansatzweise ein Gefühl dafür, was es heißt, alles verloren zu haben. Selbst das Haus, in dem man sein Leben lang aufgewachsen ist. Ja, jetzt auf einmal wieder. Das letzte Mal hast du wieder verzeiht, dass das Haus vollkommen scheißegal war. Jetzt auf einmal heißt, jetzt habe ich alles verloren, sogar das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Ja, was jetzt nachher? Und bei Minusgraden draußen am Arsch der Welt im Gefrierpunkt Temperaturen rumzueiern. Mich würde interessieren, dass da drüben die Polizei ist. Der Drache macht den Feuer und schlaft drin.
Ja, genau, ich fackel mich selber ab. Hast recht. Ja, Rainer, du kannst doch im Feuer schlafen, weil du bist doch ein Drache, dem Feuer nichts ausmacht, hat die gedacht. Oder was hast du verzapft das letzte Mal für einen Schmarren? Das einzige Feuer, das einem Drachen wirklich gefährlich werden kann. Witzigerweise das Feuer eines Drachen. Denn nichts ist heißer. Doch. Er labert immer noch diese Ich bin ein Drache und Feuer kann man nichts anhaben. Scheiße, ist es unfassbar. Es gab eine Bushaltestelle mit Bank. Daran bin ich vorbeigelaufen. Und zwar Ja, schön blöd, Rainer, schön blöd. schon vor gut einer Stunde. Leute, den Feuer machen ist kein Problem. Es gibt nur ein Problem. Erstens direkt da vorne. Feuer machen ist kein Problem. Es gibt nur ein Problem. Das ist, wenn er sich so richtig in Rage redet, merkt er gar nicht, was er für einen Stussschwald einfach wieder. Feuerwache. Und zweitens habe ich immer noch das kleine, aber feine Problem, dass ich keine Möglichkeit habe. Ruf deine Schwester an. Ich habe keine Schwester. Ich werde mich nicht erniedrigen. Menschen, die Rainer, hast du gerade gesagt, du wirst dich nicht erniedrigen? Rainer, du hast die letzten 10 Jahre nichts anderes getan, als dich vor einem Internetpublikum zu erniedrigen. Ich weiß nicht, ob bei deiner Schwester oder deiner Mutter aufschlagen und betteln tatsächlich weniger erniedrigend ist, als das, was du in den letzten Jahren gemacht hast. Ich bezweifle es. um Hilfe gebeten habe, denen ich geholfen habe und die mich am Ende im Stich gelassen haben. Ich habe auch meinen Stolz und lieber krepiere ich hier draußen. Das interessiert sowieso keine Schwein. Um bei der Polizei zu schlafen, müsste ich hergehen und erstmal irgendjemandem wehtun. Und das würde ich mit Freuden machen. Ihr könnt dich auch voll laufen lassen von den 70 Euro, die du hast, dann ein bisschen rumrandalieren. Dann packen sie dich in die Ausnüchterungszelle. Da hast du ein Dach über dem Kopf. Das wäre doch eine super Idee. Hätte er mir über den Weg laufen würde. Glaubt mir, nichts würde mir gerade so viel Freude machen. Das Marschgepäck von der Bundeswehr dürfte ein Scheißdreck sein. Gegen meinen Rucksack. Und Ja, das ist alles immer ein Scheißdreck dagegen. Rainer, warst du bei der Bundeswehr? Hm? Ich glaub doch nicht. mein ganzes Zeug, was ich hier rumschleppe. Was nicht heißen soll, dass das Zeug von der Bundeswehr scheiße ist. Aber ich glaube, ich trage hier gerade größere Gewichte durch die Gegend. Und abgesehen von meinem Körpergewicht selbst versteht sich auch. Oh Gott. Ja, an dem Körpergewicht sind ja auch die Hater dran schuld, gell? Jetzt kann ich auch nochmal laufen. Klasse. Er will keine Hilfe. Wollen habe ich nichts gesagt. Ich sagte nur, ich kann niemandem trauen. Leute, der hat mich ertannt. Ich habe mich absichtlich aus dem Hotel werfen lassen, mitten in der Nacht, um Geld zu erbetteln. Ja, das, ganz ehrlich, ich würde es dazu trauen. Rainer, du hast versucht, deinen Tod vorzutäuschen vor einigen Jahren, um Geld zu erbetteln. Rainer, dann ist sowas, wäre dann Killefits dagegen. Und deswegen renne ich hier mindestens, ich würde sagen, das dürfte weiter sein als bis nach Emskirchen. Ich würde sagen, so etwa 4 Kilometer, 5 Kilometer bis jetzt. Ja, warum bist du nachher nicht nach Emskirchen gegangen? Vielleicht hättest du dich ja in Emskirchen in die Kirche hocken können. Neustadt dürfte noch eine ganze Weile entfernt sein. Ich werde mit Sicherheit keinen Krankenwagen rufen und damit riskieren, dass irgendjemand anders wegen mir krepiert. Das sehe ich nicht ein. Irgendwo eine Bank oder so wäre halt episch. Okay, pass mal auf, du Arschloch. Von wegen inszeniert und so. Die Hater haben die Feuerwehr angerufen. Den Krankenwagen und die Polizei. Sie haben Notdienste unnötig angerufen. Wegen mir. Ja, Notdienste unnötig anrufen, das mag der Rainer überhaupt nicht, gell? Also ich meine, klar, es ist scheiße, aber Rainer, bist du nicht derjenige gewesen, der 20 Mal am Tag bei der Polizei angerufen hat wegen vollkommenen Nichtigkeiten? Oder sind Leute mit dem Radl vor der Haustür vorbeigefahren? Das sind gewiss Hater etc. Und Leute mit ihren Kindern, das waren auch alles Hater, haben wir gleich mal die Bullen anrufen müssen. Ja, es sind hier 20 Leute vor deiner Tür. Und dann sieht man auf deiner Kamera, da stehen halt 3 Leute und trinken ein Bier auf der anderen Straßenseite, weißt? Es ist halt, aber 20 Leute, die reißen ja gleich das Haus ab, hast bei der Polizei angerufen. Wo die Kämmer an die Polizei, ja, wo sind jetzt die 20 Leute? Ja, die sind jetzt gerade, sind sie weg. Ja. Mir. Erstens
Wenn ich jetzt den Notdienst anrufe, wegen was auch immer, garantiere ich euch, dass die mir den Stinkefinger zeigen. Mit was, Rainer? Mit was? Zweitens, bei der Polizei wird es nicht viel anders sein. Drittens, werd irgendwie überleben. Und wenn es nur deswegen ist. Rainer, du hast doch gerade gesagt, dass du dich jetzt hinlegen und sterben willst. Auf einmal heißt ja jetzt wieder überleben, weil ich den Hatern zeigen muss. Bla 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 bla. Bist schon ein ganz besonderer Mann. Um dem Hatern zu sagen, ha, ihr Pisser, ich bin noch da. Und wenn ich krepiere, komme ich als Geist zurück und werde ihre kleinen hässlichen Ärsche für den Rest aller Ewigkeiten durch die Hölle jagen. Wenn es keinen anderen Geist auf der Welt gibt. Ich gebe euch Brief und Siegel drauf. Meine Seele schafft es. Ja, deine Seele. Du musst jetzt entscheiden, ob du als Drache durch die Lava in der Hölle schwimmen willst oder als Geist wiederkommen oder sonst irgendeinen Schmarren. Oder du hältst dein Maul, zwickst deinen Arsch zusammen, gehst zur Polizei, sagst, kann ich bitte bei euch in der Außensicherungszelle pennen? Und morgen, ich verspreche es euch, lösche ich alle meine Internetkanäle, gehe zur nächsten Obdachlosenhilfe und sag, bitte helft mir, ich mache alles, was ihr sagt. Und ich werde das durchziehen. Es geht hier ums Prinzip. Die Hater rufen wegen jedem Scheiß die Feuerwehr, Krankenwagen. Ja, und du hast wegen jedem Scheiß die Polizei angerufen, Rainer. Polizei und sonst was. Um mich in irgendeiner Form zu brüskieren, bloßzustellen oder sonst irgendwas in der Art. Warum also sollte ich das Ganze so sehen und so lassen? In etwa 3 Stunden bin ich bei dir. Ja, das kannst 3 Stunden. Knicken. Ruf deine Mutter an, ich habe keine Mutter. Dann stell dein Ego hinten an. Es hat nichts mit Ego zu tun. Doch, Rainer, das hat was mit Ego zu tun. Der Narzissmus lässt es nicht zu, dass du dir einsiehst, dass du derjenige bist, der dein Leben verhunzt hat und dass es jetzt endlich Zeit ist, aufzuhören, aufzugeben, zu sagen, nee, ist es nicht, ich bin kein Drache. Ich bin ein fetter Dulli aus Franken, der mich gar nichts kann. Und ich brauche jemanden, der mir sagt, mach dies, lass das bleiben, tu dies nicht. Damit ich irgendwie durch dieses Leben komme, ohne komplett zu havarieren. Ich bin nicht mal ansatzweise in Emskirchen. Leute, ihr werdet mich nicht finden. Ganz einfach. Um mich zu finden, müsste man schon jemanden haben, der ortskundig ist. Und Rainer, du bist der 250 Kilo Mann, der gerade zu Fuß da draußen irgendwie am umeinander heckeln ist in der Nacht und die wissen, wo du gestartet bist. Die ziehen mit dem Zirkel einen Umkreis um das Hotel von 3 Kilometern und weiter kannst nicht sein. Rainer, wenn es jemand drauf anlegen würde aus der Gegend, der würde dich in 2 Minuten finden. Verspreche ich dir auf die Hand. selbst der wird mich nicht bei kompletter Finsternis finden. Du hast es alles verdient. Das ist doch alles nur Fake. Man will dir helfen. Ich habe es verdient. Hast recht. Pass mal auf. Ich komme Aufpasse! aus Sean Weissach. Das war vielleicht eine extrem schlechte Aussage und würde gerne leben, gerne helfen. Diese Aussage war so ziemlich das Dümmste, was du machen konntest, zu sagen, wo du herkommst. Und noch dümmer von mir, das vorzulesen, aber ich habe nicht damit rechnen können, dass jemand wirklich seine Adresse oder seinen Wohnort hier ran postet. Ja, weil in dem Ort Gwies bloß eine Person gibt. Ja, das ist ein Ort, der besteht genau aus einem Haus, da wohnt genau die Person. Und da fahren jetzt 20.000 Leute hin, ziehen ihn dann an seine Hammelbeine raus und lynchen ihm am Ortseingangsschild rein. Halt dein Maul. Ich lehne nicht jede Hilfe ab, ich sehe nur keine Hilfe. Ihr sagt, dass ich euch vertrauen soll. Aber ich vertraue niemanden. Nicht nach dem, was all die Jahre war. Dann friere. Ja, dann friere ich. Genau das habe ich vor. Denn der einzige Mensch, auf den ich mich wirklich verlassen kann. Der einzige Nein, du bist der Einzige. Mensch, der mich nie betrogen hat. Mich nie verarscht hat. Nein, du belügst dich seit Jahren selbst. Nicht zu knapp. Schau dir mal deine ganze Scheiße an, die du über dich selber verzapft hast in den letzten Jahren. Ich bin zwar sehr fetter, aber auch ein sehr fitter Mensch. Ja? Ich kann so und so viele Hater auf einmal kaputt hauen. Ich bin der große Drache, dem nichts was ausmacht. Du belügst dich seit Jahren selbst.
Der einzige Mensch, der immer bis zur letzten Sekunde hinter mir stand, vor mir stand, zur linken und zur rechten. Das bin ich. Ja, Rainer, das muss man erst einmal hinkriegen, dass man so fett ist, dass man hinter sich selbst stehen kann. Kein anderer. Wohin läufst du? Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Bank, ich habe eine Bank, ich habe eine Bank gefunden. Ich wäre fast dran vorbeigelaufen. Nass. Warum sollte sie auch nicht nass sein? Rainer, es ist Winter, nachts. Natürlich ist sie nass. Drachenlords Survival. Ich bin so genial. Es gibt keinen, der geiler ist als ich. Nee, hat er nie behauptet, hat er nie gesagt. So, diese Selbstbeweihräucherung ist alles Erfindung der Hater etc. Anna, du hast es wieder mal bewiesen. Du bist der Einzige, der wirklich an dich denkt. Was für eine geile Story. Ich habe eine Mütze dabei. Und hier ist der warme Pulli. Rainer denkt an sich selber. Das ist geil. Oh, mein Satz und mein Pfiffer. Cool. Training. Ja, so könnte man es auch sehen. Okay, das geht nicht. Drache vs. Wild. Kommt sicher gut an. Ja, schauen wir mal. Müsstet ihr eigentlich gut sehen, oder? Das wird ein Tee. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin bedauerlicherweise zu stur zum Draufgehen. Boah. Wieder die Geräuschkulisse, das tut dir in die Ohren weh. Das ist ja fürchterlich. Hier sind keine Hater. Jetzt wird es immer kälter. Das ist aber auch echt unverantwortlich, finde ich. dass die da mit mir abziehen, ey. Das Geile ist, mein Akku vom Handy ist auch bald alle. Mein Laptop, ja, ich weiß nicht, ob er leer ist. Er war leer, als ich im Hotel angekommen bin. Ich weiß nicht, ich habe ihn, glaube ich, nicht hingehängt. Das Problem ist sowieso, mein Handy ist so stark vom Akku her. Das würde wahrscheinlich mein Laptop leer lutschen und trotzdem nur 2% bringen oder so. Ja, richtig geil, Rainer. Nee, aber es ist halt bezeichnenderweise wieder so, anstatt dass er sein Handy nutzt, ja, um sich vielleicht doch noch irgendwo eine Unterkunft zu suchen. Irgendwas googeln, irgendwo anrufen, sagen, hier Notfall, große Not, ich bin am Erfrieren. Ich habe 70 €, kann ich bei euch bitte irgendwie in der Besenkammer pennen. Stattdessen nutzt er den restlichen Akku seines Handys, um da in der Nacht stundenlang in der Gegend umeinander zu streamen. Es ist köstlich. Dann verschwinde halt, wenn du dich aufregen willst. Und verschwinde und such dir was anderes, was dir besser gefällt. Niemand zwingt dich hier zu sein. Rainer, niemand ist hier, weil ihm der Streamen so gut gefällt. Ja? Wenn, ganz ehrlich, einen dunklen Bildschirm, wo man ab und zu mal dein Gesicht sieht und wie du am umeinander heulen bist, ist nicht der Traum-Content. Ja? Dein Gejammer geht anderen auch auf die Nerven. Hab 6 € bezahlt. Na dann hör auf rumzumosern. Das hier gehört genauso zu meinen Streams und zu meinen Videos wie alles andere auch. Und jetzt gerade geht's mir halt richtig mies. Da werde ich auch meckern dürfen. Vor allem nachdem mich die Leute aus dem Hotel geworfen haben, obwohl ich nichts getan habe. Ich hab gar nicht gemacht, gar nicht. Bitte um Entschuldigung, dass ich so auf mich selbst bezogen bin. In einer solchen Situation. Ich weiß, du Rainer, du warst schon immer auf dich selbst bezogen, egal in welcher Situation. hast recht. Ich sollte vielleicht weniger rummaulen und sollte vielleicht lieber ein bisschen mehr über andere lachen und so. Hä? Du hast vollkommen recht. Ich bin viel zu ich bezogen. Ja, ist richtig, Wenn Rainer. du jeden ans Bein kackst und nicht annimmst. Ich kacke überhaupt niemanden ans Bein. Ich kann nur niemanden trauen. Und wenn du das in meiner Situation, in meiner Lage nicht verstehst, dann kann ich dir auch nicht helfen. Es ist so geil, die Leute so sagen, ich weiß 99% Wahrscheinlichkeit, dass Hater sind. Aber jetzt nehmen wir mal an, dass da tatsächlich 1, 2 Leute dabei sind, die sagen, okay, ja, Drachengame hin oder her, aber dass jetzt da draußen erfriert, wollen wir nicht, was ja eine vernünftige Einstellung ist. Und die ihm jetzt tatsächlich hier echte Hilfe anbieten, will er nicht. Das will er nicht. Er will lieber, dass sie ihm die Barren rausschmeißen. Ja, und wenn sich TikTok 70% von den Barren abzwickt, dann müssen halt 70% mehr Barren spenden. Ja, damit er sich dann wieder irgendwo einzecken kann.
Na, wirst du nicht erwischen. Und selbst wenn, hilft sie mir auch nicht. Mein Akku geht nicht so schnell zur Neige wie eure Handys. Mein Handy hat auch einen viel größeren Akku. Dann soll ich mir geht persönlich von dir rankommen, dann hau ich dir aufs Maul, wenn du unbedingt irgendwas von mir willst, Alter. Wenn du mich beklauen willst, Alter. Du bist nicht der Erste, der das Maul kriegt, weil er mich angreift. Besser brüllen als heulen. Mhm. Rainer will nur Geld. Ich habe mich nicht ein einziges Mal um Geld gebeten, glaube ich. Doch, Rainer, doch! Du hast, ich kann es jetzt nicht sagen, wie viel es in Echtzeit war, jetzt hier irgendwie vor einer Viertelstunde gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr mir helfen wollt, dann über TikTok. Weil irgendjemand deine IBAN wollte oder dein PayPal, damit er dir Geld schicken kann. Ich habe nie um Geld gebeten. Zumindest nicht in diesem Stream. Doch, Rainer, in diesem Stream. Doch, Rainer, heute hast du es gemacht. Ja, im Stream, aber nicht hier. Ich habe nie um Geld gebettelt. Zumindest nicht in diesem Stream. Doch, Rainer hast du heute schon. Ja, im Stream, aber nicht hier. Nicht in diesem Stream, garantiert nicht. Deswegen Garantiert schon, Rainer. Ich suche jetzt nicht die Stelle raus. Ihr habt es alle gehört. lehnst du jede Hilfe ab. Ich habe jetzt zum 200. Mal gesagt, ich lehne überhaupt keine Hilfe ab. Ich nehme nur keine Hilfe von Leuten an, von denen ich keine... Ich habe es 1000-mal gesagt, ich lehne keine Hilfe ab. Ich nehme sie nur nicht an. Oh, köstlich. Keine Ahnung habe, ob ich den Leuten trauen kann. Das letzte Mal, als ich jemanden um Hilfe gebeten habe, bin ich auch in der Scheiße gelandet. Und das werde ich nicht wieder machen. Außerdem habe ich niemanden von euch um Hilfe gebeten, glaube ich. Der Stream hat sich finanziell gut gelohnt, sagst du? Nee, nicht wirklich. Und der Stream jetzt gerade lohnt sich absolut gar nicht. Zumindest nicht vom finanziellen Sinne her. Ich habe jetzt auf die Diamanten geachtet. Entschuldigung, dann entschuldige ich mich. Und die Abos habe ich nicht gesehen gehabt. Habe ich nicht drauf geachtet. Das Geile ist, wisst ihr, ich habe mir heute wirklich im Stream überlegt gehabt, also in dem vorherigen Stream, ernsthaft überlegt gehabt, wie ich euch irgendwie eine Freude machen kann. Und ich hatte ja gesagt, dass ich euch eine Liste bereitstellen werde. Oh. Oh. Wir schauen im Übrigen bei Winklers Liste. Die ich morgen im Blog posten werde. Ja. Und der Witz ist, ich habe tatsächlich diese Liste gemacht. Rainer, du hast eine Liste gemacht als Zitat, den Leuten etwas Gutes tun. Ja, was ist denn das für eine Liste? Ist es eine neue Amazon Battle Liste? Wo wird denn die Scheiße dann hingeschickt, seitdem es keine Chance mehr gibt? Das war nicht die letzte Liste von dir, die ich gekannt habe, wo es hieß, um den Leuten was Gutes zu tun. Also du tust ihnen dann was Gutes damit, dadurch, dass sie dir deine Scheiße kaufen haben können. Ist es wieder so eine Liste? Mir diese Arbeit gemacht für diese Liste. Eine Liste schreiben ist keine große Arbeit. Sei mir nicht base. Ich habe eine Liste gemacht. Es ist so viel Arbeit. Na, Rainer. Ich bin inzwischen auch fertig. Ich kann die dann morgen im Stream oder im Video oder sonst was, falls es sowas morgen geben wird, auch veröffentlichen. Und das nur, weil ich das vorhin auch noch umgesetzt habe. Eigentlich bist du ein Anstreicher, oder? Man könnte das mittlerweile so meinen, ja. Bemühe dich lieber mal um eine Unterkunft, statt sinnlos draußen rumzuwongeln. Ja, Rainer macht doch das. Hätte ich besser nicht ausdrücken können. Ja, wessen Schuld ist es denn, dass ich draußen rumwongel, wie du das nennst? Du, weil du nicht mehr gehen kannst, weil du dich behindert gefressen hast. Du Stück Scheiße. Ich wongel nicht, ich winkler, wenn dann. Denn Wongeln ist eine Aussage von Wongler und das ist eine Verarsche von Hatern, du Stück Scheiße. Nein. Nein, meinst du, das hat er nicht gewusst, oder was? Wenn du meinen Namen schon in den Dreck ziehen musst, dann mach das mit deinem eigenen. Rainer, der Einzige, der seinen Namen und damit den Namen seiner kompletten Familie und Vorfahren und alles in den Dreck gezogen hat, und zwar mit Karacho, das warst du. Was? Wieso beleidigst du die Leute gleich? Der hat mich beleidigt, indem er mich Wongel genannt hat. Ne? Also,
Ich habe keine Leute beleidigt, sondern einen Hater. Wie viel Akku hast du noch? Warum fragst du mich? Ich habe immer noch 53%. Pulli ist gut. Ich habe inzwischen 2 Pullis an. Und ein T-Shirt. Ich habe auch echt überlegt, ob ich noch eine zweite Hose anziehe. Das Geile ist, ich habe keine Socken an, aber meine Schuhe, ich habe mir richtig schöne Schuhe gekauft. Die sind richtig, richtig warm. Das irritiert mich ehrlich gesagt gerade, weil ich merke gerade, dass meine Füße wirklich gar nicht frieren. Ich bin echt am Überlegen gerade, ob ich mir noch eine zweite Hose anziehe. Das Ironie daran ist, das würde wahrscheinlich wirklich sogar helfen. Ja, wenn man sich mehr Klamotten anzieht, wird es einem wärmer, Rainer. Das wissen andere Obdachlose schon lange. Dann sterben die vielleicht ab. Was stirbt ab? Meine Füße? Nee, ich spüre sie ja und alles und ich merke, dass die warm sind. Die sind auch warm. Und ehrlich gesagt, gehst du mir jetzt tierisch auf den Sack hier mit deinem Gehate. Nee, ja komm, die abfrieren, wenn ihm die Elefanten stelzen, Quies nicht. Die nimmt man ihm halt irgendwann wegen Diabetes ab. Aber ansonsten bleiben die, glaube ich. Tschüss. Ja, ich hab's schon mitbekommen. Ich habe auch schon Leute rausgehauen inzwischen. Bist du weg? Ja, die ist weg. Ich habe sie gebannt. Weil sie ihren Blödsinn kann ich hier nicht mehr länger anhauen. Ich lasse mich hier doch nicht von den Leuten verarschen, Alter. Doch, Rainer. Seit 10 Jahren. Was ist das denn für eine Scheiße? Oh, ich habe mir das lange genug angeschaut mit der da. Wahrscheinlich ist es nicht meine Sie, wahrscheinlich ist es ein 60-jähriger Truckfahrer von irgendwo. Ja, Rainer, weil unter 60-jährigen Truckfahrern, da bist du ganz besonders unbeliebt. Das sind die Haupthater. Ja, sind alle 60-jährige Truckfahrer. 6 € hat der Hater umsonst gezahlt. Tja, so sind sie halt. Die waren mega hübsch, Bro. Ja, und ich sag dir, Bro, dass das keine Frau war, sondern irgendein Typ, der mich verarschen wollte. Und wenn ich das erste Mal. Summer, was hast denn du alles dabei? Riesen Rucksack oder wie? Was ich alles dabei habe? Ich habe einen Koffer dabei, einen Rucksack und meine Laptoptasche. Und 170 Kilo Übergewicht. Und mein Rucksack, ja, der ist riesig. Das war ein Truckfahrer. Das hat nichts, das war ein sarkastischer Satz. Das war außerdem, eine Anspielung auf Big Bang Theory, auf die eine Aussage von dem einen Typen. Die war nicht fake, haha. Hatte viele Videos. Ja, das ist mir ehrlich gesagt egal, wenn sie hier anfängt rumzutrollen die ganze Zeit. Boah, ich könnte euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich inzwischen auch Handschuhe habe. Boah, ich ziehe mir jetzt noch eine Hose an, Alter. Ja, die Handschuhe, wo vorne die Finger rausschauen, die halten Quies richtig gut warm. Das ist mir gerade echt zu hart. Okay. Vorne, hinten, oben, unten. Ich gehe da jetzt einfach mit den Schuhen direkt durch. Ich ziehe jetzt nicht die Schuhe aus. Garantiert nicht. Das habe ich natürlich in der Untertasche. Mein Geldbeutel, aber das macht ja nichts. Kann mir schon keiner klauen. Ja, ist eh kein Geld drin, Rainer. Jetzt wird es wieder schön mollig. Du atmest echt sehr laut. Gut, ich lasse es zu atmen. Jetzt stört es schon, wenn ich atme. Ja, Rainer, wirklich, aber dein Atmen ist wirklich ein bisschen widerlich. Ich will weiter. Schön für dich. Ich würde freiwillig nicht rausgehen. Zu kalt. Ja, ach. Ich bin ja auch nicht gerade freiwillig draußen. Richtig gut zu, der Kill hier. Eigentlich habe ich nicht vor, hier zu schlafen. Ich weiß ja auch nicht, was ich anstellen soll. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Keine Ahnung. Jetzt will ich pennen. Das wäre nie passiert, wenn die Hater nicht aufhören würden, mich anzugreifen. Nein, das wäre nie passiert, wenn es einfach vor 8 Jahren gesagt hättest, ja, na, ist nur, bin für dieses Leben nicht gemacht und ich gehe jetzt arbeiten. Nö. Aber nein, das ist ja völlig uninteressant. Wo willst du denn dann pennen? Geh doch zur Mona. Ja, genau, mit der Mona sicher. Gib mir sicher, ich helfe dir. Ich rede echt Chinesisch, glaube ich. Komm nach Stuttgart. Und nein, das sollte keine Verarsche sein. Was will ich in Stuttgart? Wie soll ich nach Stuttgart kommen? Wie stellst du dir das vor? Erzähl mal. In Jägerhochsitz. Müsst ihr erstmal wissen, wo einer ist, Alter. Ich werde jetzt, warte, was dürften das sein? Das dürften locker 23 Kilometer sein von hier aus. Werde ich jetzt laufen, mit Sicherheit. Obwohl, ganz im Ernst, ich hatte echt schon überlegt, das Grundstück neben meinem Haus, das gehört ja meiner Schwester. Ich habe echt schon mal überlegt, die anzurufen und zu fragen, ob ich da campen darf. Könnte auch keiner was machen, weil... Rainer, ich hätte gedacht, du willst dich nicht erniedrigen dadurch, dass du dich da bei deiner Schwester meldest. Hast du das nicht in demselben Stream gerade noch gesagt?
auf einmal heißt ja, ich habe überlegt, ob ich bei der irgendwie frage, ob ich auf dem einen Grundstück da zelten darf. Wenn ich von ihr die Erlaubnis habe. Das Geld ist gerade nicht das Problem, Leute. Ich komme in Franken in kein Hotel mehr unter. Ob ich Geld habe Ja, dann darf ich vielleicht irgendwo anders, Sigi. oder nicht. Da aber campen ist ziemlich gefährlich. Wieso? Und was ist auch nicht gefährlicher als woanders? Oh, mal kurz gepupst, da wird's warm. Wenn hier Survival wäre, wenn ich hier wirklich in der Wildnis wäre, dann würde ich mir lauter Äste von dem Baum hier rechts nehmen und mir ein Feuer machen. Ja, Rainer, du bist ja super Survival-Profi. Ganz quies. Rainer, du flänzt seit Stunden jetzt dabei rum, dass du aus dem Hotel geflogen bist, dass du draußen sterben musst, etc. bla bla. Und jetzt kommt, ja, eigentlich, wenn es das Wildnis wäre, dann wäre es überhaupt gar kein Problem. Dann würde ich mir jetzt hier ein Haus bauen. Mit deinem Maul, Rainer. Halt dein Maul. Wenn man dich irgendwo tatsächlich einmal in die Wildnis raussetzen würde, weit weg von jeder Zivilisation, dann würdest du dich einfach in der Fötushaltung auf dem Boden zusammenrollen und sterben. Nürnberg kommst du safe unter. Ha! Weißt du, was das Witzige ist? Ich bin heute aus Nürnberg weggegangen, weil ich in Nürnberg die Rechnung nicht zahlen konnte fürs Hotel, weil da kostet die Unterkunft 250 Euro, weil da aktuell Messe ist. Kannst du mal leise sein? Würdet ihr mal bitte aufhören, hier rumzueiern, Leute? Ich hatte ein Hotel 2 Wochen vor, bringt auch nichts, wenn ich rausfliege. Ihr sollt euch gegenseitig nicht nerven hier. Ich frage mich halt auch, wie ich gefunden wurde, weil eigentlich ist das gar nicht möglich. Und ich bin nicht gelaufen. Ich bin mit Rainer, wenn es nicht möglich wäre, wärst du nicht gefunden worden. Ist ja ganz einfache Rechnung. Wenn irgendwas passiert ist auf dieser Welt, dann ist es physikalisch möglich, dass es passiert ist. mit dem Zug nach Emskirchen gefahren und von da aus bin ich gefahren worden. Ich habe ein Survival Outdoor Handy, ganz bewusst natürlich mir gekauft, wegen genau solchen Aktionen wie diesen hier. Ich kann ein paar Gasthöfe, die sind im tiefsten fränkischen Dorf. Ich bin im tiefsten fränkischen Dorf. Noch tiefer als ich in Franken bin, kannst du nicht sein, denn ich bin aus Mittelfranken. Noch tiefer Franken geht nicht. Hier in der Nähe, Tankstelle, was? Ich bin auch aus Mittelfranken. Ja, tiefer als ich in Mittelfranken kannst du gar nicht sein. Wenn du noch tiefer in Mittelfranken wärst, dann müsstest du in irgendjemanden drinnen stecken. Mist, jetzt habe ich den Witz doch gebracht. Auch wenn ich ihn nicht zugebracht habe, ich wollte. Boah, das ist echt ätzend, ey. Ich kann mich gar nicht sagen, wie mich das abfuckt. Was? Der Witz ist, egal in welche Richtung ich hier gehe, spätestens alle 2-3 Kilometer lande ich in irgendeiner Zivilisation. Pass mal auf, Leute. Egal, was ich jetzt machen würde, ich muss erstmal hier in der Gegend bleiben. Rainer, aber du kannst so weit außerhalb der Zivilisation irgendwie nicht sein. Weil du hast offensichtlich genügend Internet zum Streamen. Oder? Also wenn du jetzt wirklich komplett draußen in der Pampa wärst, dann hättest du doch nicht genügend Internet zum Streamen. Verpflichtungen hier in der Gegend. Deswegen bin ich auch aus Berlin zurückgekommen, weil ich gewisse Verpflichtungen habe, denen ich nachkommen muss. Punkt. Ich banne jeden, der sich daneben benimmt. Ganz einfach. Boah, Alter, was ist das jetzt? Wieso kommt jetzt hier plötzlich so ein kalter Luftzug hier? Boah. Rainer, das nennt sich Winter. Oh, Alter, Gott will mir gerade noch tierisch in den Arsch treten, oder was? Jetzt kommt hier voll der kalte Wind. Der hat auch seinen Fehler eingesehen in der Zwischenzeit. Boah, Alter, was ist das jetzt, Alter? Jetzt zieht's hier voll. Du darfst fragen, kriegst aber keine Antwort. Meine Verpflichtungen gehen euch aber kaum was an. Braucht man nicht fragen. Bewährungshelfer. Punkt. Ich banne die Leute, die sich daneben benehmen, die beleidigen und so weiter und so fort. Leute, jetzt hört endlich auf, hier rumzumosern. Rainer, der Einzige, der rummosert die ganze Zeit, das bist nachher du. Mal wieder. Survival-Experte. Du kannst in Deutschland kein vernünftiges Survival machen, weil du darfst kein Feuer machen oder sowas. Wenn ich ein Feuer machen dürfte, dann wäre es mir längst warm. Aber du darfst in Deutschland keine Feuer einfach so irgendwo machen. Das darfst du einfach nicht. Das ist verboten. Ja, das macht auch Sinn, Rainer. Ich kann auch nicht einfach hergehen, in irgendeinen Wald reinrennen und Survival machen. Zumindest jetzt gerade nicht. Ich bin jetzt so verflucht, mir jetzt die Eier abzufrieren. Würdet ihr jetzt mal aufhören, hier rumzumeckern? Genau. Wenn es ums Überleben geht, kannst du gerne den Wald abzünden. Das geht schon. Ja, mit Sicherheit. Wird jeder Verständnis für uns sind, auf jeden Fall. Okay, jetzt reicht es mir mit dir auch. Punkt. Ich habe dir jetzt 3-mal gesagt oder 4-mal gesagt, du sollst aufhören, hier Stress zu machen. Du hörst nicht auf, also fliegst jetzt raus. Das wird hier nicht. Sowas gibt's hier nicht.
Und Gamer, ich habe dir auch gesagt, du sollst aufhören damit. Fakt ist, als Fakt ist, immer wenn er Fakt ist, sagt, kommt was gelogen so ist. weit werde ich heute wohl nicht mehr laufen. Ja, Monik, ich hab's verstanden. Lass es jetzt endlich gut sein. Ein bisschen hin und her laufen, dass die Muskeln wieder warm werden. Leg dich in den Vorgarten. Ja, mit Sicherheit. Du wirst keine Nachricht von mir bekommen. Wie oft habe ich dir das jetzt gesagt? 20 Mal? 30 Mal? Schnee würde jetzt noch fehlen. Dass es so richtig schön fett runterschneit. Und das ist ein Ziel? Nö, ich habe kein Ziel. Sagen wir mal, nicht auf den Boden spucken. Ich habe nicht auf den Boden gespuckt, ich habe ins Gras gespuckt. Und das Gras wächst wo, Rainer? Eine Stelle zum Ablegen gefunden. Nein, ich werde heute nicht schlafen. Kurz vor 11 klopft's an der Tür, weckt mich auf, gerade erst eingeschlafen. Ja, Herr Winkler, würde Sie bitten zu gehen. Nur, dass er das bitte weggelassen hat. Irgendwie stehe ich das durch auf jeden Fall. Das kann doch nicht sein. Die checken echt nicht, was die machen. Würde ich so nicht unterschreiben. Ich glaube durchaus, dass die checken, was die machen. Ich glaube nur, dass es ihnen fucking egal ist. Wo liegst du jetzt? Ich liege nirgendwo. Ich bin im fucking Outdoor unterwegs. Hinter mir eine Straße, vor mir ein Dorf, links von mir ein Dorf, rechts von mir ein Dorf. Ich bin in keiner Telegram-Gruppe. Ich habe nicht mehr Telegram. Die sind nicht höflich geblieben. Die haben gesagt, ich soll schauen, dass ich abhau. Halte die Ohren steif und Der wird die Ohren schon steif halten, weil sie im Steif gefroren sind. lass dich nicht unterkriegen. Wenn das so weitergeht, halte ich noch andere Sachen steif als nur die Ohren mit dem Wetter. Warum gehst du nicht in die Telegram-Gruppe? Dann weißt du, was die wissen. Weil ich Spione darin habe. Na gut. Rainer, genau diese Spione. Da kannst du dann mundfusselig reden. Da kannst du dir den Mund fusselig reden. Er hat Spione in den Hater-Telegram-Gruppen. Naja, geh doch irgendwo einchecken, wenn das Einchecken. da noch ein Hotel gibt. Wow, genau, genial, denn ich friere mir seit fast 3 Stunden den Arsch ab, weil auf die Idee bin ich nicht gekommen. Ich bin am Arsch der Welt im Nirgendwo. Hier sind keine Hotels, in die ich einchecken kann. Schon gleich gar nicht um die Uhrzeit. Außerdem, selbst dann habe ich nicht genug Kohle einstecken. Taxi rufen. Um die Uhrzeit fährt ja auch kein Taxi mehr. Meine Spione sagen mir, wenn sowas passiert, aber Seine Spione, Alter. Ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ich verstehe gar nicht, wie die rausfinden konnten, wo ich bin. Ja, es ist eigentlich unmöglich. Aber ich habe ja Spione unter den Hatern. wenn ich schlafe, kann ich das auch nicht lesen. Ich wäre, glaube ich, gerade sogar ganz froh, wenn ich meine Füße nicht spüren würde, weil die nämlich echt wehtun gerade. Zumindest der eine Fuß. Schlafsack hast du wohl nicht? Doch, aber ich habe ihn nicht dabei. Ich könnte ihn auch gar nicht mitnehmen, weil ich hätte gar keinen Platz. Die andere. Rainer, du hast deinen Laptop dabei. Und ich weiß nicht was, du hast einen riesigen großen Rucksack und einen Koffer. Ja, ich weiß nicht, was da alles drin ist. Wahrscheinlich dein ganzes Spielzeuggelumpe. Da ist deine Switch 100%ig drin, da ist dein Laptop dabei, den ganzen Krampf. Aber auf die Idee, dass du, der regelmäßig aus irgendwelchen Hotels rausgeschmissen wird, vielleicht dir einen Schlafsack mit einpackst, damit es nicht krepieren musst, wenn es mal wieder passiert. Auf die Idee bist du nicht gekommen, oder? Schlaubi-Schlumpf, ey. YouTuber sollten mal Rainer mit nach Madeira nehmen. Träumle. Ja, mich nimmt keiner irgendwo hin mit. Schon gleich gar nicht die anderen YouTuber. Die haben alle Schiss wegen den Hatern. Schlimm wird's heute auf jeden Fall nicht mehr. Oh, darauf würde ich nicht wetten. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dass irgendwelche Hater rausfinden, wo ich bin und mich auch noch körperlich angreifen. Schreib Unge. Unge hat mit mir nichts zu tun und will mit mir auch nichts zu tun haben. Im Gegenteil. Unge und seine ganzen Crew-Leute, die haben alle kein Interesse an mir. Im Gegenteil, die sind froh, wenn ich draufgehe wahrscheinlich, weil dann haben sie eine Sorge weniger. Die wissen genau, wo du bist. Wenn du meinst, fucking of my life. Zeit mich etwas aufzuwärmen. Würde mich total zusammensaufen mit deiner Lage. Ich weiß nicht, ob ich den Satz schon gehört habe. Ist ein bisschen rausgerutscht. Nicht mehr viele Leute da, die schreiben. Mich alle alleine gelassen. In gewisser Weise habe ich ja sogar ein Ziel. Ob ich da noch hinkomme heute, ist die Frage. Ich hätte gerne von dir eine Erklärung, warum du die Leute belästigst. Deine Familie bestimmt nicht, dass du so leidest. Meine Familie will das ganz sicher nicht. Denn da ich aus einer einzigen Personenfamilie bestehe und ich das nicht möchte, erklärt sich das von selbst. Wenn ich gewusst hätte, dass nach Berlin sowas hier auf mich wartet. Lassen wir das mal so stehen. Jetzt geht's hier noch bergauf.
Die nächsten Tage, ich frage mich erst mal, wie es heute weitergehen soll. Am besten Sinn, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Von den nächsten Tagen ganz zu schweigen. Wieso bist du weg von der Bank? Wieso soll ich auf der Bank bleiben sollen? Gibt doch keinen Sinn. Stillstand kostet Energie. Bewegung erzeugt Energie. Was ist Nein, Rainer, nein. Stillstand spart Energie, Bewegung verbraucht Energie. Durch die verbrauchte Energie wird dir warm. Das ist das, was du sagen würdest. Aber wann kommt die nächste Bank? So, wenn ich das wüsste. Ich habe eine Überlegung, wo ich mich hinsetze. Hä? Vor die Pinea. Das Problem, ich rede doch die ganze Zeit mit dir. Ich will mit dir deutlich mehr Aufmerksamkeit als jedem anderen. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass du gerade die einzige Person bist, die schreibt. Warum verlangt ihr immer so viel von mir? Was habe ich euch denn getan? Dass ihr von mir immer, wenn ich euch einen kleinen Finger gebe, die ganze Hand wollt. Du, falls du noch nicht mitbekommen hast, ich kriege hier gerade gar nichts mit. Ich habe einen mega schweren Koffer hinter mir her. Das kann ich immer noch gut verstehen. Logisch, weil ich ein gutes Mikro habe. Wenn du noch ein bisschen Zeit hast. Mein Krümeltier raschelt. Kennst du die Rakete in Nürnberg? Nein. Klar sieht man nichts. Ist ja auch mitten in der Nacht. Hat er jetzt, ich weiß nicht, was er jetzt wieder mit dem Sound gemacht hat, aber an mir liegt's nicht. Das ist mir nicht total täusche. Alter, was war das? Ja. Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen. Der ganze Scheiß. Also sind wir jetzt wieder am Anfang von der Platte. Hat da irgendjemand Repeat angemacht oder was ist da los? Ein paar Sekunden Zeit. Dann erkläre ich es euch. So geil. Ja, ich bin aus dem Hotel geflogen. Weil die Polizei, weil die Feuerwehr, die Krankenwagen und so weiter gerufen hat. Wir sind echt am Anfang wieder von der Platte. Komm, 20 Minuten geben wir uns noch den Scheiß. Außerdem habe ich angeblich, das stimmt aber nicht, denen nicht Bescheid gegeben, dass ich in deren Zimmer bin. So, und all diese Sachen haben dafür gesorgt, dass ich jetzt rausgeflogen bin. Das stimmt die ganze Nacht, ich habe keine Ahnung. Die Husten hört sich gar nicht gut an. Ja, ach, ist ja auch nicht gut. Die USA schließt UFOs ab. Wenn es Außerirdische gibt, die durchs Weltall fliegen können, dann bezweifle ich stark, dass die durchs All fliegen und uns dann sich von uns abschießen lassen. Der ist schon das zweite Mal vorbeigefahren. Vielleicht ein Hater. Lustig, wenn du in die Kamera schaust. I can see you. Oh, da hat mich mal jemand voll erschreckt mit, ey. Ey, jetzt kommt wieder diese Cringe-Scheiße. Da irgendeinen komischen Filter mit irgendwelchen Spinnen. Ich glaube, also es geht aus den Hotels, Handtücher, Shampoos. Nee, sowas mache ich gar nicht. Ich glaube generell nichts, egal ob ich in einem Hotel bin oder sonst wo. Ich kann sich irgendwo reinhocken, nachts um 2:30. Klar, ich gehe einfach ins Café um die Ecke. Ach so, nee, ich sitze ja schon in einem Bushäuschen gerade. Ich lasse nicht was da, ein Haufen Scheiße im Klo oder was. Ein Kumpel von mir, mit dem wir ab und zu Oh, jetzt kommt der Gumbel wieder. Und wir haben schon lange keinen Gumbel mehr gehabt. auf Musik waren. Der ist immer hergegangen und wenn wir irgendwie auf Festival oder so waren und wir alle so zusammengesessen waren und ein bisschen was gezwitschert hatten, ist der irgendwann mal aufgestanden und aufs Klo gegangen und kam dann vom Klo zurück, stellt sich hinter irgendeinen, einfach so ein bisschen zuzuhören, holt sein Ding raus und legt dem das auf die Schulter. Und das hat er öfter gemacht als einmal. Oh Mann, das waren noch Zeiten. Sexuelle Belästigung, mei, war das lustig. Geht her und legt einem einfach sein Ding auf die Schulter. Ja, das waren noch Zeiten. Das war einfach sein Ding, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat er immer gemacht, wenn er im Suff war. Wir haben uns mal zusammengestellt, um Fotos zu machen und 2 von uns haben sich hingekniet, 3 waren gestanden und da war eben einer eher von. Und der geht halt einfach her und legt einem sein Ding auf die Schulter, während er noch das Bild macht. Naja, das ist eben so. Wenn man im Suff ist, macht man einen Haufen Blödsinn. Einer von unseren Leuten hat früher mal auf einer Saufparty ist der einfach mal hergegangen und hat einfach mal Abführmittel genommen. Und während er gesoffen hat. Und irgendwann ist er aufs Klo gerannt und hat schon geschrien, ja, alles schon weich. Hat es ein bisschen anders gesagt, aber das erspare ich euch jetzt. Auch ich
Ja, das ist großartiger Content, das wollen wir alle hören, wie sie die Leute in die Hosen geschissen haben. Ich habe meine verrückten Zeiten hinter mir. Ich hoffe, das war nicht bei dir zu Hause. Nee, zum Glück nicht. Da war ich auch nicht einmal dabei. Das haben die anderen mir nur erzählt. Boah, jetzt sitze ich schon extra schön in der Ecke, ne? Sitze ich schon extra schön in der Ecke, dass es mich nach Möglichkeit nicht so friert. Gab es in Berlin was zu feiern? Nö, zu feiern nicht, aber ich habe an einem Tag, konnte ich mich in eine Bar setzen und habe da ein bisschen was getrunken. Das ging tatsächlich sogar relativ gut, obwohl da viele Leute waren, die mich erkannt haben. Aber da hat keiner was geleakt zum Glück und das ist dann bis zum Ende auch so geblieben tatsächlich. Und deshalb, wo da wirklich auch viele Deutsche waren, die mich gekannt haben. Es kann sein, dass ich schon mal in Wien war, aber ich weiß es nicht. Warst du überhaupt schon mal außerhalb von Deutschland? Natürlich, letztes Jahr war ich in Rimini und Ja, für 2 Stunden. in Österreich. Ich war auch schon in Tschechien und in Frankreich war ich auch schon. Straßburg waren wir damals. Bin ich in irgendeinem Zimmer, fällt mir gerade auf. Hier tickt eine Uhr. Drachenlord trendet wieder auf Twitter. Ja, wenn es mal wegen mir trenden würde, wäre ich auch zufrieden. Nicht immer nur wegen den Hatern. Ich kann mir nicht einmal mehr einen Twitter-Account machen, weil ich jedes Mal gesperrt werde. Das ist auch Tja, Rainer, aber das liegt auch nicht an den Hatern. Das liegt an dir. total Banane ist, weil ich nur deswegen gesperrt wird, weil ich angeblich ein Fake bin. Dabei bin ich eigentlich der einzig wahre Drachenlord. Das kann ich hier auch nicht. Jetzt hat doch der Elon Musk Twitter gekauft. Da kannst du doch den blauen Haken für ich weiß nicht wie viel Euro machen. Ach so scheiße, das ist ja kein Geld. Was ist momentan dein teuerster Besitz? Wahrscheinlich mein Leben, obwohl mein Leben wahrscheinlich nicht viel wert ist. Ja, das hast jetzt du gesagt. Ja, was geht mit dem Husten zum Arzt, Drache? Beste Mann, ja, wenn ich mir es leisten könnte, zum Arzt zu gehen. Wisst ihr, es ist echt traurig, ne? Ich streame jetzt seit 3 Stunden 22 und ich habe mir dann mal 5 Euro verdient. Das ist irgendwie echt traurig. Nee, das finde ich gut. Das finde ich großartig. Wenn du nämlich über diese Scheiße keine Kohlen mehr kriegst, dann lässt du es bleiben und das Game vorbei. Ich würde es so gerne der ganzen Welt den Mittelfinger zeigen, sage ich euch. Und übrigens, ihr könnt mir durchaus was spenden, und ohne dass das PayPal TikTok kassiert. Wenn ihr auf meinem Kanal geht, könnt ihr auch da direkt spenden. Wo Trinkgeld steht. Hier auf TikTok, dann geht es. Leider aber nur mit Kreditkarte. Achso, ja gut. Wenn es nur mit Kreditkarte geht, kann ich euch leider nicht helfen. Was, ihr hört nichts? Wieso hört ihr denn jetzt nichts? Ja, weil du ein großer Profi-YouTuber bist und wieder irgendeine Scheiße machst. Hallo? Ja, da war mein Finger auf dem Mikrofon. Wieso wieder? Ist es wieder gut. Wollte gerade spenden, ne? Spenden. Aber der will wirklich Kreditkarte. Ja, keine Ahnung. Ich habe das noch nie gemacht. Sven, Dankeschön für die Unterstützung. Haut hier gerade voll raus, geil. Ja, das dürftet ihr aber eigentlich nicht sehen, soweit ich weiß. Stehen da Namen dabei? Ich dachte eigentlich, dass man da anonym spenden kann. Man muss extra Kreuz setzen dafür. Anonym. Ach so. Das kann ich aber eh bloß einmal im Monat abheben, also macht es keinen Unterschied gerade. Ich bräuchte halt wirklich einen Sponsor, der mir mehrere tausend Euro oder was pro Monat gibt. Ja, genau, du kriegst einen Sponsor, der dir mehrere tausend Euro pro Monat gibt. Ja, aber wovon träumst du nachts, bitte? Er glaubt halt wirklich, es kommt dann irgendein Sponsor daher und sagt, ja, Herr Winkler, ja, wir finanzieren Ihnen jetzt Ihr Lotterleben jeden Monat ein paar tausend Euro für lau, einfach so, weil Sie so ein toller Mensch sind, so großartigen Content liefern. Mit so einer atemberaubenden Zuverlässigkeit. Rainer, hast echt den Schuss nicht kehrt. Sponsor mehrere tausend Euro. Dann würde meine Situation deutlich besser laufen. Setze ich mich mit PayPal auseinander. Habe ich schon getan. Ich warte auf Antwort. Wie viel Geld brauchst du so im Monat zum Leben? Wenn ich billige Hotels nehmen kann, jetzt ist natürlich wieder eins weggefallen. Wenn ich billige Hotels nehmen kann, dann komme ich im Durchschnitt mit, naja, du kannst es dir eigentlich ausrechnen. Also wenn ich billige Hotels nehmen kann, dann brauche ich etwa 80 bis 85 Euro im Monat. Bitte was? 85 Euro im Monat, du meinst am Tag. Hässlicher kleiner Hater. Ich glaube, PayPal ist das sehr klug. Wie viel brauchst du im Monat? Ja, wie gesagt, es kommt auf die
Wenn ich ein billiges Hotel kriege, dann muss ich mindestens mit 80 Euro im Monat pro Tag rechnen. Vielleicht 85. 80, vielleicht 85 Euro pro Tag. Wenn ich teurere Hotels nehmen muss oder die Preise wegen Messen oder ähnlichem ansteigen, dann muss ich mit mehr Geld rechnen, Rainer. Mehr Geld. Muss ich mindestens mit, sagen wir mal, keine Ahnung, 150 Euro pro Tag rechnen. Also du kannst es dir ausrechnen. 1500 Euro, 1050 Euro in der Woche. Ja, in der Woche wohlgemerkt. Das ist schon viel Geld. Das ist verdammt viel Geld. Und abgesehen von den 1500 Euro, die ich in der Woche das ist ja nur die Unterkunft, muss da berechnen. Und meistens ist dann halt einmal Frühstück dabei. Das heißt, ich muss mich um mein Frühstück und auch um mein Mittag- oder Abendessen dann selber kümmern. Normalerweise esse ich ja bloß frühs und abends was. Mittags esse ich meistens gar nichts. Aber nein, Rainer, du frisst nicht den ganzen Tag so viel, wie nur geht. Deswegen wiegst du 250 Kilo. Wohin nimmst du das? Das ist das Problem. Meistens nehme ich das nirgendwo her. Wie soll das in einer Situation machbar sein? Naja, der Witz ist, dass ich das eigentlich theoretisch gesehen hätte mit meinem YouTube-Account. Aber ohne den YouTube-Account ist das gar nicht machbar. Was brauchst du im Monat über 5000 zum Leben? Also brauchst du im Monat über 5000 zum Leben. Ja, das kommt immer drauf an halt, ne? Muss ich das Hotel öfter wechseln oder auch mit Taxi oder so fahren? Kostet mich das auch nochmal 2.000, 3.000 pro Monat. Das kommt immer drauf an, wie weit ich fahren muss und alles. Lässt sich keinen Anwalt finden wegen deinem YouTube-Kanal. Ja, zumindest keinen, der für Medienanwalt zuständig ist. Der sich traut. Das ist ziemlich weit weg von dem, was möglich ist, zumindest aktuell. Naja, es ist vor allem weit weg wegen der Sache, weil ich kein YouTube habe. Als Streamer und als YouTuber, der aktiv ist und regelmäßig Einnahmen generiert, sind 5000 eigentlich gar nicht so unrealistisch. Rainer, du vergisst auch in dieser Situation, also angenommen, du hättest noch deinen YouTube-Account und würdest noch 5000 Euro im Monat kriegen, vergisst du, dass du auch noch Steuern zu zahlen hast. Das heißt, wenn da von den 5000 Euro im Monat vielleicht 3000 übrig bleiben, so, dann hast du, ja, dann hast du einen guten Schnitt. Du musst Steuern zahlen, als Selbstständiger musst du auch deine Krankenversicherung selber zahlen. Ihr unterschätzt das immer, mein Lord. Es ist auch wie, Rainer denkt sich, ja, 5000 Euro, wenn ich es kriegen würde über meinen YouTube-Account, wenn ich noch einen hätte, da hätte keine Probleme mehr. Weiß ich nicht, Rainer. Weiß ich nicht. Früher oder später kommt das Finanzamt. Allerdings muss man dazu sagen, dass man auch entsprechend Content produzieren muss und hochladen und veröffentlichen. Nein, Rainer. Willst du mir jetzt echt erzählen, oder? Dass man Content produzieren muss, damit man Geld auf YouTube verdient. Wow. Mind fucking blown. So. Ich hatte generell nie Sponsoren, egal wo ich war. Mit Sponsoren hätte ich vielleicht auch die Hater irgendwann weggekriegt, aber das hat ja nie funktioniert. Ich habe zwar zwischendrin... Nein, Rainer, du hast durch die Hater die Sponsoren weggekriegt. Rainer, mit dir will sich doch niemand assoziieren lassen. Niemand. Niemand würde Werbung mit dir machen. Wohnungen gesucht, aber ich bin in erster Linie nie auf der Suche nach einer Wohnung gewesen. Ich habe ja immer in erster Linie nach meinen Videos, Alter, was hier an LKWs durch die Ortschaft fahren, das ist auch, sind die Leute ja auch gestraft. Ich habe keine Priorität auf die Wohnung. Ich will in erster Linie wieder meinen Führerschein und wieder ein Auto und dann wieder unterwegs sein. Aber Wohnung ist auch schwer für dich. Die wird ja wieder belagert. Genau, und deswegen will ich ja keine Wohnung. Aus genau diesem Grund. Was will man dazu sagen? Es ist jetzt eben so. Lässt sich jetzt nicht ändern. Wie wäre es mit einem Patreon-Konto? Da könntest du auch mit PayPal zahlen. Ja, das ist leider bloß nicht möglich. Die Hater ich habe das schon mal gemacht. Und ja, und auch auf Patreon ist er gesperrt worden. Die Hater haben dann versucht, meinen Kanal oder mein Patreon zu sperren oder haben ihn dann auch gesperrt wegen vielen Meldungen, weil ich ja vorbestraft bin und das ist nach den AGBs von Patreon verboten. Ja, wo ist es dann in der Fehlmeldung? Du bist doch vorbestraft. Und wenn es nach den Patreon-AGBs verboten ist, als Vorbestrafter bei Patreon zu sein, dann ist doch alles rechtens gelaufen. Aber du hast ja die AGBs wahrscheinlich nicht durchgelesen, obwohl du das hauptberuflich als eine deiner Haupteinnahmequellen gesehen hast. Scheiße gelaufen, Rainer.
Dass ich auf der Straße gesetzt wurde, meinst du, Jonas? Ja, das ist auch gefährlich. Ich bin jetzt schon krank und das wird mir nicht helfen, gesund zu werden. Schau doch. Rainer, schwere, starke Psychopharmaka könnten vielleicht helfen, dir gesund zu werden. Ganz, ganz vielleicht. Mal, ob es Western Union in der Nähe gibt. Ich weiß nicht, wie krass man sein kann, jemanden so schwer das Leben zu zerstören. Tja, das sind wir schon 2. Da kann man Geld senden und da, achso. Da vorne hupt auch jemand rum und belästigt die Leute. Ist dir gerade warm? Nee, nicht wirklich. Armer Rainer. Dieser Typ mit dem DM geschrieben, den du gebannt hast. Was? Das waren 100 Pro Hater. Ja, nur dass die hier schon Kilometer vor mir abgebremst und rumgehupt haben. Aber das ist doch total asozial, Alter. Was ist dein Schlafrhythmus? Schlafrhythmus? Was ist das? Dass Rainer nicht wirklich einen Schlafrhythmus hat, das wissen wir jetzt nicht erst seit gestern. Ja? Das ist ja mit einer der Gründe, warum er ja großer Profi-YouTuber werden wollte, damit er früh nicht mehr aufstehen muss. Warum sind die in dem Kaff so aggro rumgehupt? Vermutlich jemand, der weiß, wo ich bin. Und jemand, der meint, der muss jetzt hier Kindergarten machen. Aber hardcore asozial, wenn ihr mich fragt, weil hier wohnen ja Leute. Zu der Uhrzeit pennst du. Ich weiß, was ein Schlafrhythmus ist, aber ich penne. Ich penne nicht. Dann bann ihn doch auch. In den Blogs kann er dir nicht mehr schreiben. Du, ich habe gerade so viele Sorgen. Zock gehört nicht dazu. Auf jeden Fall sagt er irgendwie, dass es ungerecht sei, seine Abonnenten zu bannen. Lächerlich einfach. Es ist nicht ungerecht, seine Abonnenten zu bannen. Schaut gleich gar nicht an, wenn sie Scheiße bauen. Ja, du Gamer, das hat hier nichts verloren. Ich habe ihn gebannt, damit wir uns genau diese Scheiße nicht anhören. Wenn dich das stört, dass er dir schreibt, dann bann ihn auch. Der Akku ist auf 43%. Ich habe Powerbanks, die sind aber alle leer. Die Powerbanks sind sowieso zu schwach, um mein Handy zu laden. Die Powerbanks sind zu schwach. Warum hast du dann Powerbanks, Rainer? Warum? Rainer, die Powerbanks sind nicht zu schwach, um dein Handy zu laden. Wenn dein Handy nicht mit der Atombatterie läuft, dann sind die Powerbanks nicht zu schwach, um dein Handy zu laden. Du Brunzbläder Dulli. Jetzt holt er sich da auf sein Handy. Es ist das Letzte, was er noch hat, ist sein Handy. Und das holt er sich da drauf einen runter. Ihr habt das beste Handy auf der Welt. Keine Powerbank kann mein Handy laden. Die wird, beim Anstecken wird die Powerbank explodieren oder Selbstmord begehen. Harakiri. Weil mein Handy ist die stärkste Powerbank, die ich habe. So ist der Futter dabei. Jetzt erinnert er mich wieder an meinen Krapfen. Du kannst auf PayPal Kampagnen und alles starten, wie überall anderes auch. Aber das funktioniert nicht, weil dein PayPal dann gesperrt wird. Bei mir war es ja auch so. Das musst du mit denen klar machen. Das kann ich auch nicht beantworten. du hast schon wieder den Finger auf dem Mikro, du Profi. Ich bin so am Arsch, ey. Ich wurde ja gebannt. Oder mein Account wurde ja gesperrt. Bei TikTok. Ich krieg mein Geld von TikTok nicht auf PayPal. TikTok zahlt direkt auf mein Konto aus. Ich bekomme generell nicht so viel, egal wohin ich überweise. Ja, das machen die Hater gern, die gehen gerne auf andere Leute los. Vor allem dann, wenn die Leute mir helfen oder so. Oder versuchen mir zu helfen oder so. Machst du dir schon Gedanken über die nächste Nacht? Ich mache mir gerade mal Gedanken über die jetzige Nacht. Ja, aber du musst doch einen Plan B haben. So stellst du dir doch selbst das Leben nicht vor, oder? Blockdue. Einfach ignorieren, die können uns nicht. Ich kann auch nicht mehr, als ich jetzt gerade mache. Jo, hau rein, German. German sag ich schon. Gamer. Wenn es so einfach wäre, so stark zu bleiben, Leute, dann wäre die Welt in Ordnung. Ich mache weder den Stream aus, noch mache ich für 2 Stunden die Augen zu. Ich will euch zeigen, was ihm angetan wird, und ich will, dass ihr dabei sein könnt. Mitleidsbarrende erbetteln. Hätten die dem jetzt 100 € in den Stream reingeschmissen, wäre der raus.
Dann wäre der Stream, hätte keine 4 Stunden gedauert. Verspreche ich euch, auf die Hand. Aber da jetzt aktuell, ich glaube, dass Links in die Tageseinnahmen bloß 7,30 € verdient hat, in dem kompletten Stream, ne? Das ist natürlich jedem selbst überlassen, wie weit er mitgeht. Dreiviertel 4. Bald wird es wieder hell. Wenn es wieder hell wird, wird es ein bisschen wärmer, aber auch nicht viel. Keine Ahnung, wann der offizielle Sonnenaufgang ist. Aber es dauert mindestens 2 Stunden dauert es bis um 6. Nee, im Sommer hätte ich das Problem nicht, das ist richtig. Im Sommer hattest du das Problem nicht, da warst du ja auch schon obdachlos und ohne Auto. Aber ich hatte im Sommer auch andere Probleme. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden lassen. Alter, ganz ehrlich, verschwinde, lass mich in Ruhe. Ich hab echt keinen Bock auf so einen Scheiß. Ich hab extra mich versteckt, dass ich möchte, dass mich keiner findet, Alter. Ich hab meinen eigenen Scheiß. Boah, Alter, rede ich Chinesisch. Lass mich in Frieden, Alter, verschwinde. Ich weiß nicht gut. Und da kommt jemand und bringt ihm irgendeinen Scheiß. Und er, lass mich in Frieden, verpiss dich. Ich will meine Ruhe, ich verstehe das nicht, warum ihr mich nicht einfach in Frieden lassen könnt. 10 Jahre lang sage ich, lass mich einfach in Ruhe, lass mich mein Ding machen. Die ganze Zeit, ich verstehe es einfach nicht. Egal, was ich mache. Das ist das Wasser drin. Und ich bin im Stream. Ja, Rainer, der weiß, dass du im Stream bist. Deswegen ist er ja da. dann verschwinde, lass mich in Ruhe. Nein, du sollst mich in Ruhe lassen. Ganz ehrlich. Da kommt da tatsächlich einer her und ihr heißes Wasser und eine Decke und Klump um fucking 3:45 in der Scheißnacht. Und Rainer, komm, verschwinde. Ja, wenn du mir jetzt hier hilfst, dann ist doch meine ganze Fabel nichts mehr wert. Dann kann ich ja nicht mehr behaupten, niemand hilft mir. Dann kann ich ja auch nicht mehr darüber beschweren, dass es hier so kalt ist, wenn ich heißes Wasser habe und eine Decke und alles. Dass die ganze Welt so ungerecht zu mir ist und mich jeder nur fertig macht. Das kann ich ja dann überhaupt nicht mehr behaupten. Geh jetzt endlich, ich versuche hier Mitleidsbarene zu farmen. Lass es nicht da, ich lass es liegen. Verschwinde, lass mich in Frieden. Ich habe die ganze Nacht im Stream gesagt, dass ich niemandem vertraue. Ich will einfach meine Ruhe. Ich will nicht, was dran so schwer ist. Los, lass mich in Frieden. Ganz ehrlich. Ich brauche keine mehr von euch. Egal wer es ist. Ja, und ich habe genug Scheiße in meinem Leben durchgemacht, dass ich genau weiß, dass keiner uneigennützig arbeitet. Und jetzt nimm dein Zeug und verschwinde, bitte. Ich hab nicht mein Handy dabei. Ich hab doch mehr Sachen im Auto fertig. Aber das möchte ich echt nicht, weil jedes Mal hinterher bin ich wieder schuld, wenn irgendwas wieder passiert oder sonst was. Aber ich sehe das mal das Problem, dass hinterher doch wieder irgendwas schief geht. Ja, aber es ist ja nicht jeder so. Jede meiner Erfahrungen war so. Und das 10 Jahre lang. Ich habe keine Ahnung. Du hast, ich habe den ganzen Tag im Stream gesagt, dass ich das nicht möchte. Ich habe halt Angst, dass du dir das So schnell erfriere ich nicht. So schnell erfriere ich nicht. soll ich dich irgendwo hinfahren. Nein, passt schon, danke dir. Ich kann dich auch ins Nürnberger Hotel holen. Du, wie gesagt, ich vertraue niemandem. Ich werde schon gleich gar nicht zu irgendjemand Fremden ins Auto steigen. Jemand Fremdes, der eine Stunde zu dir fährt, um dir eine Decke und heißes Wasser und Schokolade zu bringen. Erstens weiß ich nicht, wie weit du gefahren bist, weil ich dich nicht kenne. Und zweitens habe ich die ganze Nacht im Stream gesagt, dass ich das nicht möchte, weil ich möchte dieses Risiko nicht. Ich möchte nicht die ganze Zeit wieder in irgendeiner Situation reinkommen, wo ich irgendwie ausfliege oder wichtige Probleme habe. Möchte ich einfach nicht.
Jedes Mal passiert das Gleiche. Jedes Mal, wenn ich ihm vertraue, kommt dann irgendwo der Hammer hinterher. Und keiner macht irgendwas ohne Eigennutz. Keiner. Du musst auch mal lernen, wieder Leuten zu vertrauen. Warum sollte ich? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, dass das nicht der Fall sein kann. Wie gesagt, es tut mir leid, aber ich habe die ganze Nacht im Stream gesagt, dass ich das nicht möchte. Nein, nein, Rainer, du hast gesagt, dass du jetzt die Mitleidsbarren endlich rausgeschmissen kriegen willst. Ja? Das hast du gesagt. Es ist so ekelhaft. Es ist so ekelhaft. Es fährt da einer eine Stunde, ja, durchs nächtliche Franken, um ihm ein bisschen an Scheiß zu bringen. Weil er ihm tatsächlich leid tut, der fette Wichser. Weil er tatsächlich nicht will, dass er da auf der Parkbank jämmerlich krepiert. Und er scheißt ihn an. Hätte mir auf TikTok die Barren ausschmeißen können. Das wäre ihm lieber gewesen. Weil genau solche Situationen jetzt wie jetzt hier wieder mal so sind. Es tut mir auch echt leid. Aber ich bin da kein Hater. Das kann ich nicht wissen. Bringen die Hater Decken, was zu essen vorbei? Du würdest dich Heißes wundern, was Wasser. Hater alles machen. Hater sind schon mit mir ins Bett aufgestiegen. Du würdest dich wundern, was Hater Ja, genau, Hater sind mit ihm ins Bett gestiegen. Nee, Rainer, so weit geht keiner, glaube ich. alles schon gemacht haben. Wie gesagt, ich möchte einfach erstens mal, es ist echt lieb gemeint, aber ich kann nichts davon annehmen, weil ich kann das nicht trinken, weil ich nicht weiß, ob da irgendwas drin ist. Das wäre auch nicht das erste Mal. Ich will dir nichts unterstellen. Pass auf, ich trinke jetzt aber, damit du siehst das, okay? Du, darum geht's doch gar nicht. Guck. Darum geht's doch überhaupt nicht. Jetzt fix, jetzt hör auf zu saufen und versteh doch endlich, dass es ihm darum gar nicht geht. Er will sein Opfernarrativ nicht verlieren. Jetzt schleich dich endlich. Vielleicht sind ja doch noch Dullis da, die ihm die Barren ausschmeißen. Ist nicht vergiftet. Darum geht es nicht. Es ist einfach Fakt, dass das mir einfach alles zu gefährlich ist. Außerdem sind hier vorhin auch schon Hater durch die Gegend gefahren. Ja, gut, ich bin alleine hier und ich habe dir was zu essen gebracht. Warte mal. Mach doch mal den. Ja, habe ich gerade vor. Also wie gesagt, Rainer, ich bin da. Es gibt Leute, die wollen dir helfen. Du kannst die Hilfe annehmen oder ich glaube, das ist okay. Ich überlasse es dir. Dieses war das Ende des Streamens. Hey, wir haben das relativ fix rumgebracht. Es war aber auch zwischenzeitlich. Also es waren jetzt. Ich hoffe, ihr habt nicht geglaubt, dass bei mir irgendwas Schäbs ist. Es war zwischenzeitlich auch einfach bocklangweilig. Ich hätte nichts dazu zu sagen gehabt. Und wenn das die Highlights sind, die Winklers Liste rausgesucht hat, als sehenswert, aus einem 4 Stunden Stream, ne? Dann, boah, leckt mich am Arsch, bin ich froh, dass ich die anderen 3 Stunden nicht gesehen habe. Das muss ja nur kotzensöde gewesen sein. Wahrscheinlich mehr Geschnaube und mehr Gehuste und mehr Gerotze. Alter Schwede. Naja, also ich wollte es jetzt immer wieder zwischenschieben. Ja. Gerade der Anfang war sehr, sehr unterhaltsam. Ja, gute Meltdown-Geschichten. Wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, auch wenn der Typ, dem jetzt noch geholfen hat, der vielleicht die Hilfe dann im Endeffekt auch angenommen hat, im ersten Moment wollte er die Hilfe, glaube ich, gar nicht. Und er wollte sie nicht deswegen nicht, weil er der Meinung ist, oh, es könnte Hater sein oder will anderen Leuten keine Probleme machen oder so ein Scheiß. Er wollte sie deswegen nicht, weil das sein Opfernarrativ zerstört hat. Kein Mensch schert sich um ihn, kein Mensch hilft ihm, niemand ist da, bla 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 bla. Und dann kommt einer und sagt, nee, Rainer, hier bin ich. Hier hast du was zu essen, warmes Wasser, eine Decke und so. Soll ich dich irgendwo hinfahren? Und das macht die ganze schöne Story kaputt. Das ist scheiße. Verdammt. Ja. Der versucht mich aus der Opferrolle rauszuholen, das will ich aber überhaupt nicht, weil ohne Opferrolle kriege ich keine Mitleidsbarrende. Naja. Dann brechen wir es jetzt an dieser Stelle ab. Wie gesagt, ich schaue, dass ich jetzt die nächsten Tage dann bei Zeiten mal die anderen streamende Zusammenfassungen, die sind meistens so 20 Minuten lang,
das schneller Video gemacht und die haue ich euch dann raus. Wenn nicht wieder irgendein grandioser Meltdown oder sonst irgendwas passiert. Man weiß es ja nie. In diesem Sinne, bleibt nichts weiter zu sagen, außer tut nicht, was Rainer tut. Und Metal off.